So, vielleicht schaffen wir es dieses Mal etwas zeitgemäß und zeitnah auf den Stream-Starten-Button zu drücken. Da kommt natürlich der Timmy-Boy ums Eck, da wo ihr noch nicht einmal irgendwas seht oder hörst. Das hat dann bloß der Nachschau-Squad, das ist aber dann aber auch nicht mein Problem. Timmy-Boy! Hashtag Poppermann! Warum geht denn da nichts los? Solange ich mich nicht selber her, tue ich da gar nichts. Timmy-Boy! So, jetzt halt passt so was. Timmy-Boy kriegst du dir daheim. Hobby! Das war gut! Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem Niederbahn Ihres Vertrauens um 20 Uhr an einem Freitag. Wunderbaren Abend. Was darf man sonst auch sein? Nicht zocken ins Viech. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen, damit nichts passiert. Habe die Ehre an den Herrn Werner, an den Mike, an den Müdiska, an den Winky, an den Mike, an den Opa, an den Billy, an den Tobi, an den Stadi, an den Fahr, an den Mike, an den Gurkel, an den Wulken. Wing. Kann ich nicht lesen. An den Mike Ries, an den Steffi, an den Fahr, an den Bernie, an den Tobi, an den Gurkel, einfach weil er nur mal geschrieben hat, an den Marvel Maniac, den ich gerne noch abschlecken darf. Mehrheit. Und darf gleichzeitig. Nach einer 8 Stunden Mac-Geschichte, wenn man da ohne schlägt, schmeckt es dann eher nach Big Mac oder eher nach Chicken Nuggets. Oder nach Süß-Sausers. Das würde mich interessieren. Bin ich so ehrlich. So, wie es ist. So. Schau halt einfach 2 gespielt. Gestern haben wir angefangen. So, wie es ist. Herr Gensel! Alter, Simmer 60 muss ich wieder nachrechnen. Das muss ich mir in Zukunft immer einen Taschenrechner auf. Achtung, Simmer 60 geteilt durch 12, das übersteigt meinen Geist, sage ich dir, was es ist. Das sind 5,58 Jahre. Herr Gensel, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für das sprichwörtliche Stangehalten. Ja? Ab und... Ja. Herr Gensel, merci dir. Meta machen wir mir heute. Steht auch im Chat drin. Da. 7 Kilo hat's geschrieben. Wir machen heute Meta. Spielen wir eine weitere Runde Uncharted 4. So schaut's aus. Dann müssen wir da mal ein wenig fertig werden damit. So, da sehe ich, da haben wir genau bei der Hälfte. Das sagt er ich. Mike! 49 sind aber auch nicht schlecht. Ruhe! 49 Monate Ruhe. Sorry für die Lameheit. Wenigstens kennst du es selber! Sie fix! Schwarz oder Resub sein, dass du sagst, gibt's das. Mike, merci dir. Jack the Ripper, ebenfalls merci dir. Nur nicht ganz so lang, aber trotzdem bald 3 Jahre. Ja, jetzt kommt wieder, Achtung, jetzt schwarz wieder, jetzt sagst du wieder Resubs einer mit dem imaginären Schwanzvergleich. Herr Biegler, merci dir. Merci an alle übrigens, die sich irgendwann einmal dazu entschieden haben, ich weiß nicht warum. So, hey, glaub ich, ist eine gute Idee da. Keine Ahnung wieso. Der Opa! Ist auch Wahnsinn, wie lange dass du schon dabei bist. Das ist eigentlich schon, ja, keine Ahnung. Schon langsam ist wirklich der ganze Chat da hinten gerät. Das ist völlig narrisch eigentlich. Also in meinem Hauptchat sind schon lauter kleine Kastel auf. Ich mag gar nicht wissen, wie viel das jetzt da neu schwappt, das noch nicht erzeugt worden ist. Halt mal kein Donut dafür, eine fette Bestellung im Merch-Shop. Da hab ich noch nicht geschaut. Ich krieg das nicht mit, wer da was bestellt. Ich sag bloß, ich krieg bloß eine E-Mail, da ist bestellt worden. Ja, nice! Da ist eine E-Mail gekommen. Nice! Merci dir! Was auch immer Sie sich dort in diesem Merch-Shop bestellt haben, ich hoffe, es gefällt. Wenn nicht, zurück damit. Ihr tut mir damit nicht weh. Das ist ganz wichtig. Und wenn irgendwas einmal nicht passt, wenn einmal ein Druck schief ist oder sonst was passiert, haben auch bloß Menschen zurück, reklamieren, ist überhaupt kein Stress nicht. Franz! Deri Bürger, du hast mein Gilt. Der Gilt? Ja, nee, das Gilt verschwindet ich nicht. Kavatar Quadruple. Franz, merci dir. 10 ist 2 und du weißt das. Sasch! Hat heute da falls Squads zum Start? Das ist wichtig. Aber du musst nur irgendeine Schrift erfinden, eine Lautschrift erfinden, wo mir eingebeit wird. Bauerman, Pause, Pause, Ja, gleich und gleich gesellt sich gern und da mache ich damit Lebenshilfe. Sebi, du bist jetzt selber schuld, dass das wahrscheinlich wieder Abbruch ist, weil der... Was ist Sebi, merci dir, Kuss auf die Nuss. Downlimit, der Chef kommt halt richtig von der... Was für Kündigung? Hast du eine Kündigung getätigt oder bist du gekündigt worden? Wenn du es getätigt hast, dann hast du es da brauchst du keine Ablenkung. So wie es ist. Ansonsten, mit Bürgergeld lebt es ja auch ganz gut. Hab ich nichts dagegen. So wie es ist. Hau rein, Alter. Jetzt kannst du Downlimit, merci dir. Schluss, aber abgesehen davon. Scheiß der Kündigung aussehen und scheiß den fetten Idioten im Internet dann 6 Euro hin. Das macht keinen Sinn. Jacob! Da war ich gern! Mr. Schredder! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Mr. Schredder. Der Oberpfutz.
Sprengen hat Ahnung, ja. Sprengen hat aber auch in vielen Bereichen Ahnung. Das muss man auch mal loswerden. Weil vorher gerade jemand gefragt hat, ja, gestern haben wir mit Helldivers 2 angefangen und hab ziemlich schnell erkannt, warum das so viel Leute so viel Spaß macht. Könnte gut passieren, dass da mal einen Stream gibt mit zwei ausgewählten Personen und einem freien Slot für die Community. Und jede Emission joint dann einfach einer, ich weiß was nicht wann. Jetzt spät bin ich sowieso dran. Der YouTube-Hype rundherum, der ist vorbei. Ja, ist er vorbei, weiß ich nicht. Schon bei der Geburt Mike! flöten gegangen. Was, wer ist wo flöten gegangen? Meine Familie ist schon echt musikalisch, meine Schwester ist schon bei der... Noch wieso auch noch nicht kennt, Mike, der ist Bass. Dann kriegt er von mir automatisch einen Daumen nach oben. Mike, merci dir. Heute will ich feinstes Pro-Gaming und Zero Tips sagen, schreibt der Riese Mike. Das kriegst du. Ich sag da heute keinen einzigen Topf nicht. Und da schreibt auch gerade jemand was Wichtiges. Der Basti schreibt, Nippelklitz waren. Ich habe heute Nachmittag, nachdem ich einen Stream gekündigt habe, schon mal kurz in den Chat eingeschrieben. Eigentlich hätte ich ja Bock auf Nippelklitz. Pass auf, ich zeige noch mal her. Der Gnädel 9000, Entschuldigung, der muss gebaut werden. Nächsten Freitag, 20 Uhr. Ganz ein gemütlicher Stream, wer da noch nicht dabei war. Da sitzt man mir einfach da, labert mir irgendeine Scheiße und der Fettsack stepselt irgendwelchen Nippelklitz zusammen. Beste Leben, Alter. Beste Leben, Alter! Das war übrigens indirekt natürlich Werbung, aber ich habe das Ding selber gekauft. Ich werde weder gesponsert von Mold King oder sonst was. Wichtig, dass das die Leute wissen. Ja? Heute um 11 Uhr hat HD2, sag ich. Also Helldivers. Jetzt schauen wir erstmal weiter, dass wir mit Uncharted kommen. Herr Hausch, auch mit 60 Monaten. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Gut, so jetzt habe ich. So, bis spätestens. Da ich sagen, fahren wir zum Spiel noch. Am Freitag ist es immer umdreht. Auch in einem angekündigten Freitagsstream. Ich kündige ihn bloß an, dass ich mir selber drauf halte, dass wir dann auch machen. Weil immer, wenn ich am Montag oder am Mittwoch am Schluss von einem Stream sage, so, ja, weißt du was, vielleicht gibt es am Freitag einen Stream und dann ist so Freitag. Na, jetzt, hör du mir auf mit deinem. Aus dem Eis nach Bremen. Ach, nach dem DRRT-Chef, Grüße aus dem Eis nach Bremen. Scheiße, ich lässt genauso dumm vor. Sei aber Schluss jetzt mit den Riesenbeträgen. Ich wollte gerade sagen, am Freitag bin ich zu meiner Belustigung da und nicht zu einer. Das war schon immer so, auch wenn ich den Streamer kündige. Okay? So, Schluss, aus, Pfui Teufel! Ich starte im Hintergrund schon mal, spät ist da, wir 3 Stunden bis das Lot. Wir haben letztes Mal in Uncharted 4, wo haben wir da stehen geblieben? Da haben wir glaube ich, gegen die Tussi da haben wir gekämpft. In der Bude da irgendwie drin und dann haben wir, na Schmarre, totaler Graum, das ist schon wieder ewig her, Alter. Ich weiß schon nicht mehr, was vorgestern war. Da war ein Stream, was haben wir da eigentlich gespielt? Deep Rock Galactic ist dermaßen gut, Alter. Kruzifix ist das gut. Ist vielleicht nicht so super geil zum Zuschauen, gebe ich zu. Auf Dauer, vielleicht. Für einige, nicht für alle. Aber das Spiel selber ist der Oberhammer, ganz ehrlich. It's so fucking simple, I fucking love it. So, jetzt bei mir beobachtet. Wo ist denn da der Uncharted-Button eigentlich? Da. Das Symbol von Uncharted schaut so seltsam aus, finde ich aber nicht. Von lauter Desktop-Verwurstelung. So, im Hintergrund fahren wir mal in die Tee und dann schauen wir weiter. Freitag sind die Alteingesessenen da, das ist richtig. Ja, jeder, der heute da ist, dem weiß ich sowieso automatisch, der hat keine Freunde. Mich eingeschlossen. Ja, der zeigt mir nicht an. Freitag auf die Nacht, da ist man normal um die Zeit, hat man mindestens schon 0,8 Minimum. In 2 Wochen hat man, weiß ich nicht, zählt man da Diebe in Stück oder wie ist das? Kann man das ein alteingesessener professioneller Raucher, kann mir das etwas sagen? Wie man da rechnet. Oder hat man 4 Gramm THC im Maul oder gut, da bist du wahrscheinlich, keine Ahnung. Naja, wir werden sehen. Gut, nein, jetzt. Das ist ein guter. Der scheiß Alert wird aber heute auch nicht langweilig. Gut, geil, merci dir. Nein, nicht für mein Post. Ich mein's seriously, ich mein's wirklich ernst. Es eskaliert doch unter der Woche eh schon so und ich mag mir nicht irgendwann und der Tag kommt. Ich rieche ihn. Nein, check the Ripple. Hast du das gewusst, dass Excel bei einer Formel? Dass Excel bei einer Formel mit über 1300 Zeichen INTN Orsch geht? Nein, hab ich nicht gewusst, aber das... Nein, Alter. Nein, das hab ich nicht gewusst. Ich mache zwar relativ viel mit Excel, aber eine Formel mit 1300 Zeichen habe ich noch nicht geschrieben. Herr Zoger. Oder 20er. Was ist das, Zoger oder 20er? Chris! Ich weiß nicht, was das soll! Please! Es eskaliert ja schon unter der Woche so krass. Und irgendwann, und der Tag wird kommen, muss ich mir halt auch noch hören, ja, jetzt streamt am Freitag extra, damit er nur mehr Geld verdient.
Na, tu doch halt nicht! Nein! Jetzt kommt sie! Julaila! Warum gibt's eigentlich ein Chor Bürger Pitches T-Shirt? Bürger Pitches? Was in Gottes Namen sind die Bürger Pitches? Ich hab da leider die Szene nicht erwartet. Julaila! Ach, Bürger Bitches. Oh mein Gott. Bürger Bitches. Das ist eine gute Frage. Muss ich vielleicht einmal einen Chris in Auftrag geben. Wir haben definitiv eine zu niedrige Frauenquote, das ist richtig. Das ist richtig. Das Angebot für die Damenschaft ist too damn low. Ja? Ja? Das ist, was es ist. Müssen wir so sagen, Julaila 25 sind zwei und du weißt es, danke dir. Herr Löffler, Kuss auf die Nuss. Oder auf einmal Kraut, Bratwurst, Bier und der fette Trottel aus dem Internet, bester Freitag, war leck. Oder ich hab halt genau eine Leberkasse gegessen bis jetzt. Ich sag das, was ist, jetzt kommst du daher mit Bratwurst und Wammerl und was weiß ich, Alter. Ich krieg ihn voll. Warum habe ich eigentlich bloß eine Leberkasse gegessen heute? Das ist die Frage! War nicht so schlimm. War die richtige Entscheidung. Schicke ich mir die 5. So, Schluss jetzt. Schluss, da hört es an das, weil ich jetzt sowieso nicht auf so lange. Das ist, ne, wieder überlege ich, sitzen wir uns einmal so lange her und schauen wir, was passiert, wie lange das so dauert. Und das ist am Freitag. Da schreibt der Herolhofer, schreibt was Interessantes. Schrie, Alter, Bürger! Heute hast du nur knapp 500 Zuschauer. Das ist an Freitagen ganz normal. Und vor allem auch in Spielen, die story-driven sind und, gebe ich zu, ein bisschen abbauen. Ich sag das, was ist, anschaut, hat ein bisschen abbauen. Hat ein bisschen abbauen. Ist nämlich dann sehr schnell, was heißt sehr schnell? Nach 7-8 Stunden haben wir jetzt drin, immer dann das Gleiche. Ja? Und da kann ich dann schon verstehen, ja, die ersten 2 Streams, oh ja, super geil, schau ich mal, ja, und ab dann ist es dann sehr schnell auch immer wieder das Gleiche. Kann ich nur nachvollziehen. Außerdem ist Freitag. Außerdem haben das die 508 Besten, was der Göckerl sagt. Ja, klar. Wolfrick! Wo ist der Unterschied zwischen Chinesen und Japaner? Chinesen lächeln, Japaner strahlen. Ist auch Base. Spätestens den Witz bereust, spätestens wenn du so Hiroshima und Nagasaki Dokumentationen und wir haben es Atombomben genannt. Fatman oder Fatman aus Fallout ist eine Anspielung auf irgendwie so. Hey, das ist jetzt schon, leckt mich bloß am Sack, Alter. Puh, da sind wir mal richtig froh drüber, dass der Ari die Scheiße nicht in die Griffel gekriegt hat. Da haben wir ein ordentliches Dusel gehabt, das sag ich dir, was ist. Cybergamer sagt, du bist jetzt der letzte auf zu. Die Fischköpfe, aber das mache ich auch noch, um einen Kumpel zum Geburtstag morgen zu überraschen. Oh, nicht, dass der zuschaut, Alter. Ja, das spinnst du. Kannst du nicht sagen, du Herrin, du Zipfel Adam. Ich rede schon gar nicht mehr drüber. Ja, noch schaut er wirklich zu. Who knows? Who knows? Selber gehen wir merci dir. So, jetzt soll's auch Goschen. Sperren wir jetzt. Was ist das? Ohne Scheiß, weißt du, was ich jetzt brauche? Das habe ich jetzt gerade beschlossen. Ich brauche jetzt fucking endlich irgendeinen Scheißhalter da ohne, das mein Webcam da immer hält und ohne betoniert, dass die immer gleich da herzeigt. Und nicht, wenn ich mit dem Monitor so mache und dann alles wieder irgendwie im Arsch ist. Und alles jetzt mal anders. Ach, leg mir da am Arsch. Leg mir da. Staudi! Schluss jetzt! Was für Frauenquote? Wenn es Bürgerbitches-Shirts gibt, kaufe ich gleich 10. Das ist ja das Schlimme. Ich bin ein Pinks Bürgerbitches mit anteite Tipf machen und so weiter. Dann gibt es die linke Seite, die nehmen dann wieder Frauenhasser und homophob und sonst was. Dann gibt es die rechte Seite und mich in der Mitte. Und ich denke mir so, ja, das machen wir für die Frauen. Die wünschen sich das. Ja, es ist gerade danach verlangt worden. Was soll ich das? Und dann mache ich das. Und von 10 solchen Dinger kaufen 10 Typen das T-Shirt. Und rennen dann mit dem Bürger Pitches T-Shirt umeinander. Ja gut, mir ist es rechts, heißt mir wurscht. So, jetzt halt den mal! Fetter Trottel aus mit den Leute, dankeschön. Kuss auf den Steff, merci dir. So, Schluss jetzt. Wollen wir mir stehen bleiben? Weiß ich nicht mehr. Fortfahren. Kapitel 11. Sichtbar und doch verborgen. Und wenn mich recht erinnert, irgendjemand hat mir eine kommentiert, wir haben von der besten Stelle im ganzen Spiel ausgeschaltet. Auch nicht die anderen, weiß ich nicht, 800 Leute, die normalerweise da sind am Montag und Mittwochs, ja nicht dann selber schon, wenn sie es nicht mitkriegen. Ja, dann selber schon. Mir wurscht. So, jetzt eins Viech! Zero Depth! Allerdings, wenn wir gleich mit einer Riesenballerei anfangen, dann muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich sag das, weißt du, was mich an Helldivers ein bisschen stört? Die Steuerung ist ein kompletter Tschernobyl. Man kann nicht springen, das verwirrt mich komplett. Und was mir am allernarrischsten macht, ist, wenn man, jeder kennt das in Counter-Strike, du schießt 3 Schuss, hast gerade nichts zum Tor, ja, erst mal sicher jetzt nachladen. Ja, das ist in Helldivers schlecht. Das ist schlecht. Also ist mein Magazin weg. Jetzt haben die ganzen Kugeln, ja, ist wurscht. Vieh! Auf! In einer Stunde muss ich in die Nachtschicht. Oh, am Freitag, Alter, das ist das allerletzte.
Vieh, mein Beileid, Press F im Chat, los. Kuss auf die Nuss. So, ja, weiß ich noch, da haben wir da aus dem Glockenturm da rausgekommen und dann haben wir diese Bommel mit Stier und keine Ahnung was umeinander gebimmelt und jetzt ist da unten hat's irgendwas anderes. Ja genau, am Leuchtturm hat's irgendwas zerrissen und da werden wir uns jetzt wahrscheinlich durch. Oh, jetzt muss ich wieder, Mizi, warte, ich geh da mal so. Wie lange dauert's wohl, bis Rafe hier ist? Exquisite. Ja, jetzt lassen wir's einmal mit dem Ohr rein, okay? So. Hast du der Bier, du alter Frauenhasser, du alter. Sorry, Mann. Was tust denn du? Kannst du nicht aus, du Hund, keine Augen, du Trottel! So, los jetzt. Abflug. Was willst du da schon zum... Da ist überhaupt keine Deckung! Doch, da ist Deckung. Ich seh einen Scheißdreck mit dem Ding! Lade mich noch. Was haben wir mit... Oh Gott, das geht nicht... Headshot, haben wir schon wieder drin. Ist jetzt da noch ein besser Bub? Was haben wir mit sonst da? Haben wir mir bloß die scheiß Pistolen da? Bist du behindert? Wir haben doch der letzte Mal... Wo ist das Scharfschützengewehr? Gib Scharfschützengewehr, da hätten wir nur noch Headshots austeilen. Geh mal. Da haben wir... Was ist da besser gekommen? Da ist was. Das nehmen wir mit. Wow! Wow! Was ist mit dir? Wo kommst du her? Was sitzt der? Was? Okay. Gut gemacht, Junge! Gut gemacht, Jack! Schluss! Wo schießt jetzt der rechts vorbei oder links vorbei oder was? Ah, da haben wir dir in den Kopf. Was tut der? Kommt der vorne oder was? Ich verstehe es nicht, muss ich links rum. Nehmen wir das mit, machen wir so, lassen wir mit noch. Dann haben wir die AK her, die lassen wir auch mit noch, damit da nichts fällt. Du kannst ja nicht die guten Würste da, aber schießt du total rein. Was tut denn der? Der schießt einfach total freiwillig in die. Das ist die heilige Betonwurst da oben. Was ist mit dem? Hört der mir auf zum Schießen oder muss ich jetzt da. Ich geh jetzt einfach mal da so her. Da war doch auch noch einer, oder? Hab ich den schon wieder erschossen und hab sie gespannt. Wir haben das Querschläger oder was ist da los? Jetzt gehen wir da mal gemütlich. Oh, ja, nicht ins Sandsagel. Du musst da weg, das habe ich auch schon gespannt. Die Frage ist, wie ich da wegkomme. Brustbein. Schaut lang gewesen, gibt's da auf einen to your face, dude. Die AK ist doch eigentlich total scheiße, die schießt überhaupt nicht da, wo ich es haben will. Gib mir mal Pistolen her. Komm. Kannst du zweit lassen. Wie wird von der Granaten gleich wieder? Wie geht? Sehr gut. Tschüss! Birger, was hast du denn wieder für Aim beieinander? Das ist ein totaler Kalter. So, jetzt pass ich auf. Dann haben wir da wieder die AK. Schießen wir mal in den Reifen rein, vielleicht bringt das was. Nein, das bringt nichts. Das irritiert mich. Finde ich nicht gut. Der macht gleich so viel Damage, dass alles jetzt spät ist. So, was haben wir da drin? Ja, wir haben einen Headshot. Hashtag Headshot. Jetzt fährt der da in die Bude rein! Kannst jetzt zu mir Ruhe geben mit deiner Scheißkarre, du Trottel! Nein, das ist doch auch wieder alles voll basic, oder? Ist da lauteres Basic? Stimmt, geh wie Granate, Mike. Da hast du... Kannst du gleich wissen. Okay. Was ist denn mit dir? Da, den kannst du haben. Den nehmen wir mit. Gib mir jetzt einmal ein gescheites Sturmgewehr, nicht diese AK-Scheiße da. Der zieht da. Achso. Er ist wurscht. Ja, gut, dann. Das war jetzt vielleicht auch. Jetzt schießt er auf einmal Zeit versetzt, oder was? Okay, hab schon verstanden. Was ist, wenn ich da auf die Markisen abgehe? Okay. Was passiert denn jetzt wieder? Nicht. Wir springen einfach da. Das Auto schaut aus, als kann ich fahren. Ja! Sehr gut! Alles gut? Nein, Bitches. Kann ich nicht ausschießen? Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott. Ich bin ein ganz schlechter. Ich bin ein schlechter Fahrer. Ja. Was genau so geht? Ja, was? Wir wissen jetzt, wie schießt heute mal! Wir haben gedaut! Damit gediegen. Damit gechillt. Ich kann nicht schießen. Oder war ich was falsch? Weiß ich nicht. Ich muss Vollgas durchheizen. Hilft eh nicht. Dann müssen wir mit durchheizen. Aus dem Weg! Heiz ihm durch! Was passiert, wenn wir einen zusammenfahren? Weiß ich nicht. Oh, den nehmen wir mit. Das ist blöd. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Bitte überfahren niemanden. Ganz schlecht! Ganz schlecht! Da kommen wir da. Kennt das so? Ich hab keine Ahnung. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht.
Die Wäsche war sauber. Dann machen Sie halt nochmal. Vorbeigefahren, Trottel. Tschüss. Oh. Na, nicht. Nein. Sie wird jetzt! Fahr weiter runter. Was fahren die für ein Scheißel? Ja, das Ding lenkt aber heute auch, wenn wir oben, wenn es besoffen ist. Ja. Gebe mein Bestes. Du sagst jetzt noch einmal. Ja, es tut mir leid um deinen Melonen- und Limonadenstand. Entschuldigung. Das war echt eine tolle Idee. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich. Entschuldigung. Pardon me. Nein, jetzt geh du mal weg mit deinem Schild. Ich war da oben. Und lass mich zumindest zurückschießen oder gib mir ein paar. Au! Ja, Alter, was soll denn da aber ein großer gegen da? Lass mich jetzt mal in Ruhe. Nein, der Bus ist. Oh, Los, weg hier. Zero Physics. Was ist denn da? Was soll ich machen? Ich fahr dann mal hier durch. Geht das so? Ich weiß es nicht! Nein, das ist die falsche Richtung. Oh, jetzt haben wir einen Kacker gemacht. Kacker gemacht. Nein, da geht's auch zu. Nein, der vor! Vor! Versteck dich da! Nein, lass mich erst liegen wieder. Fahren wir jetzt da wieder runter oder was ist denn da? Ich check's nicht, wo ich hin muss. Hat jetzt der Bus... Nein! Ich check's nicht, wo muss ich hin? Was, ich muss die Treppen auf? Was für Treppen auf? Was da hinten? Spitzt du? Geh weg jetzt! Was da auf, ey? Was? Alter, was? Ray will uns wirklich loswerden. Ja, Alter, das so... Oh. Das hab ich nicht können sehen, das soll ja, wie es ist. Okay, da muss ich mit Chat dabei. Ich glaube, wir sind sie los. Oh, das mit die Zero-Dip-Phase hätte sich heute schon wieder fast... Ja, In dieser Stadt können wir es nie wieder Hätte sich schon blicken wieder lassen. sehr schnell das erledigt. wird länger. Oh, er ist mal hinüber gedriftet. Jawohl. Fein so überlegt. Oh, jetzt irgendwo der linke. Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Festhalten. Sorry, Leute. Fahren. Wo ist denn die soll sein? Sag, muss das sein? Wir sind sofort wieder weg. Muss das sein? Wir sind aber sofort wieder weg. Das war schon so. Wir stecken aber auch Sicherheitshügel mitten in die Straße, du Trottel. Nein! Nein, nicht wieder du! Geh weg von da! Vater, Okay, das hat besser funktioniert, als ich das da. Oh mein Gott. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht auch Sinn. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber... Keine Ahnung. Zum Leuchten. Ah, da ist der Leuchtturm schon. Wir sind fast da. Alter Ausschau nach Sam. hey, ich glaube, da ist If it er. works, it Schackel. ain't stupid. It ain't stupid if it works. So rum jetzt. Nein, nicht schon wieder! Was ich hier Du schießt zu viel! Komm jetzt zurück, schießt da! Nein! Kommen wir zu ihm. Warum fahren da keine Ahnung miteinander? Weiß ich nicht. Was, wen? Verfolgen? Die langsam genug. Oh, Schläger von oh! Cats. Ein ins Loch! Ein ins Loch! Okay, das wird. Wird gut. Sehr gut. Sehr gut. Brumm, Motherfucker. Oh, nicht. Oh, ja, wieder einer ins Loch. Ja, hilft nicht. Was soll ich machen? Fahren wir unten durch. Dann fahren wir mit unten durch, dann fahren wir da aufheben und dann schaut es gut aus. This is the way. Do you know the way? Weißt du, So. wie wir Sam Nein, erreichen? achso, da kann man durchfahren. Wieso müssen wir jetzt durch Kreisfeld fahren? Die schießen die schon. Auf was schießen denn die? Auf den Grad? Warum? Was in Gottes Namen passiert? Ich weiß. Oh, Hier, denk du mal. komm, na. What? What? Geht es so? Ich weiß es nicht. Ich kann mich wieder auf, ey. Kann ich da schießen? Da kann ich schießen. Weg. Okay. That escalated quickly. Oh! What the fuck is happening? What the fuck? Au! Ja! Ich kann mich nicht hinziehen. Häng ich jetzt da hinten am Krankenhaus. Das ist ein beschissen. Au! Ich kann nichts machen. Was passiert denn da? Lass mich schießen jetzt. Wo schießen die hin? Alter, was? Schießen den Fahrrad aus, Alter! Ach so. Okay.
Schieß nicht auf mich! Alter, da ist noch einer. Stirb, Sau. Alter, wer soll denn da irgendwas treffen? Du Penner! Da, ich schwing. Oh, ich hab keinen Mund mehr. Achso, ja, natürlich mit einer Hand, mit der AK. Schade, das macht Sinn. Ja, nee, ist klar. Oh, das war shit schon. Ja. Kann ich bitte da hinten rein? Was? Du mir aufgegraben. Was, wo? Was war denn das jetzt? Weg! Du, ich schwing dabei ein wenig hin und her, dann drehst du mich. Weg! Ja, was ist denn mit dir, bist du? Okay. Ich beschwer mich schon nicht. Was ist da vorne los? Der Motorrad selbst, du kannst mich gerne mit dem Arsch. Am Arsch, ey! Au! Jetzt hab ich grad... Ja, was soll jetzt da gerade da? Ich hab keinen Mund mehr! Und schmeiß mal Granaten, ihr Wichser! Da, die schmeiß ich dir in den Weg, ey, du Affentyp! Stirb, du Sau! Na, fast! Ja, ich weiß, was soll jetzt da gerade da? Was willst du, was will? Ah! Was? Die kommen nicht von... Ach so. Ja, okay, das müssen wir jetzt sagen. Oh, sehen wir mal, die ist da. Das ist mit der AK, ja? Oder... Was? Ja, holst dich. So. Jetzt hab ich's verstanden. Da, hier! Alter, die scheiß AK ist so beschissen, der Vogel. Gib es da hin. Da, hier, bang. Muss ich da vorne aufgekraxeln? Sag ich dies richtig? Ja, natürlich. Ah! Da was... Was zum aktuellen Fick passiert da? Achso, ja, das macht da. Was ist denn jetzt? Jetzt bleibt einfach Space stehen. Finde ich nicht gut. Press F für den Abkacker. Das haben wir selten. Muss man leben damit. Mario Landl, merci dir. Hey Birger, tut mir leid, haben am Anfang verpasst. Hier ein kleiner Witz, stell dir vor, meine Schwiegermutter hat jetzt endlich ihr Idealgewicht erreicht. Und wie schwer ist sie? 3,2 Kilogramm, inklusive... Merci. Guti, Birger, gerade ist da. Mei, wird das geil. Ich hoffe doch sehr. Bis jetzt war es ziemlich amüsant, muss ich sagen. Birger macht das Spiel kaputt. Was habe ich gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. So, müssen wir jetzt die ganze Scheiße noch mal. Bitte sag nein. Bitte nicht. Bitte sag, dass wir wenigstens unten am Kran hängen. Nicht nochmal von vorn. Das ist nix. Wenigstens MC. Ah! Du Affentyp! Tolle Stelle. Danke. Ja, schreib's ihm zu, was soll ich sagen? Was ist denn mit den Kippen, Alter? Halt auf, du Wichser! Nein, lass mich springen! Los! Ah! Denke! Ah! Na nicht, was ist die Geil? Ja, wieder was. Also, Kimmel, schon behindert, die stellen wir nicht. So, mich spitzt jetzt. Hallo, der will mir irgendwas tun! Hallo! So, wir möchten mich jetzt komplett verarschen! Was ist denn jetzt, Alter? Was ist denn jetzt? René! Was muss ich denn da? Anscheinend wurde Uncharted 4 Thieves das letzte Mal nicht richtig beendet. Möchten Sie das Spiel im abgesicherten Modus laden? Nein! Soll es ein Witz werden oder was? Da, 3 Tipps schreibe ich an. Jetzt lasse ich nicht 10. 3. So. Damit muss ja jeder Anwesende zufrieden sein. So, und jetzt, wenn es noch mehr abkackt, dann
Hast das Game zweimal auf? Ja, viermal. Dem Monitor und dem und dem. Ich schaue immer an dem und weiß gar nicht, was eigentlich passiert. Tu es jetzt! Ich kann den nicht runterziehen, falls keiner gespannt. Ich weiß, dass ich auf F drücken muss. Ich weiß es. Es geht noch nicht. Achso, jetzt geht's. Ja, das macht Sinn. Was tu jetzt da herum? Mich langsam von den Turteln da über den Haufen ballern lassen, oder was? Was ist denn mit dir? Ich hab keine Munition, guter Mann. Was genau muss denn jetzt da eigentlich da? Der scheiß Kahn fängt zum Brennen an. Hilfe! Hilfe! Der scheiß... Ja, ich möchte springen. Was? Ich möchte springen! Ah, okay, das muss ich mir besorgen. Jetzt prügel die Köpfe raus! Okay, und jetzt muss ich herfahren, oder was? Ja, und jetzt verfolgt die da hinten rein, die alle auf die Ballen! Hat sie alle besuchen! So, Mann, never! Au! Wie fahren wir da? Au, nein, da fahren wir da nicht. Ich check überhaupt nicht, was zum tun ist. Keine Ahnung, ich gebe einfach Vollgas geradeaus, wird schon passen. Da, hier. Hab ich schon gedacht, dass wir auf ein anderes Auto springen müssen. So, ich bloß vorher nicht checkt, dass das Ding zum Brennen anfängt. Ja, vorher wegen gegen den Winter ist, passt schon. Hat schon alles sehr richtig geil. So, los jetzt. Kommen wir wenigstens schnell über die anderen. Ich weiß ja mal nicht. Ich kann ja nicht. Jetzt nimm Arsch. Jetzt mach ich. Wo ist denn eigentlich der andere hin? Ach ja, stimmt, ich bin mit dem Kran mitgefahren. Ja gut, wird schon passen. Nein, nicht da, ja, schlecht, ganz schlecht. Vollgas! Schau mir die Letten an unseren Reifen an. Oh, shit, Alter, unser scheiß Karre brennt schon wieder. Kann ich da auf ein Motorrad drauf, oder was ist der Plan? Oh, shit, Motherfucker. Kann ich da... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich... Ich probiere jetzt was. Was ist denn das wieder für eine behinderten Kackmission? Ich muss die ganze Zeit von Auto zu Auto springen. Mein Gott, das war in Call of Duty schon behindert, das ist da behindert, das ist in jeder Scheißmission ist das behindert. So, die Frage ist, was tun wir jetzt da? Fahren wir jetzt mit dem Trottel vor? Sehr gut. Sehr gut, das werden wir. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige... Ach, ich komme wieder. Wie soll ich denn das überleben, Leute? Wie soll ich denn das überleben? Müssen wir zuerst die ganzen Leute da kommen? Ach, okay. Stellen wir uns schon wieder oben Kur beim Scheißen. Ja, natürlich. Weißt du was? Gib mir ein paar Schaltzähne dazu. Ja, was kann man? Jetzt hab ich wieder den aufgepasst. Ach komm. Ja, zieh ihn raus. Zieh ihn jetzt raus! Ja, soll das ein Witz sein? Wie soll ich ihn dann dahinter raufkommen? Sag! Zieh jetzt die Tür auf! Ja, hergottselig, Dankeschön. So, jetzt! Jetzt hab ich kein Ding nicht. In Deckung. Halt ein Leben. Also. Schau, das Land gewinnst du, Arschloch. Okay. So, du bist der Nächste. Gehst nur mit Flöten, du Arschloch.
Scheiß Motorradtrottel, geht auch bloß auf den Sack. Was lang gewinnst du, Arschloch? Wen haben wir noch? Haben wir noch einen Typ? Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Oh, jetzt habe ich wieder alle den Scheiß. Kann ich auf ein Motorrad laufen springen? Anscheinend nicht. Jetzt sterben wir halt wieder gleich. Ich weiß nicht, wo ich hinspringen soll. Kann ich auf ein Motorrad laufen springen? Doch, okay. 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 Machst du die Fliege, du Wichser? Jetzt haben wir bloß ein Motorrad. Okay. Jetzt haben wir halt bloß ein Motorrad, Spackos! Au. Upsi. Da hat das Motorrad von der Lohr umeinander. Soll ich jetzt da sagen dazu? Nein, du... Nein, was passiert, wenn ich bremse? Weiß ich nicht. Okay. Warum fährt denn das Motorrad da Lohr umeinander? Wo ist aber die Typen? Geht der da zu mir? Oh, das ist mein Bruder. Wo kommt der her? Wo haben wir die Typen zusammen jetzt da? Alter, das Ding lenkt halt auch wie mein Ohr. Haben wir es jetzt am Bildschirm? Mein Gott, wie ich eine Autoscheißmissionen hasse. Okay. Spring rein. Was ist denn jetzt wieder der utopische Plan? Sag mal, was ist denn jetzt wieder... Vorsicht! Oh wow! So kann ich jetzt wieder rumrennen und schießen, das liegt mir mehr. Bitteschön. Heiliges... Oh oh. Muss ich wieder irgendwas drücken, bevor ich verbrenne oder was weiß ich. Ich muss smashen! Ich muss smashen! Und jetzt Acetyl. Ich muss hier raus. Ja, schaut nicht gut aus für die. Das Feuer schaut brutal gut aus, legt mir wurscht. Okay, was muss ich tun? E-smashen? Muss ich E-smashen? Hallo? Ach so, da muss ich... Okay, da war der rote Bandmaler. Und da unten war der andere rote Bandmaler. Okay, das macht auch Sinn. Das hat er bestimmt nicht überlebt. Und jetzt, weiß ich nicht, was passiert. Jetzt, oh, jetzt müssen wir wieder schießen. Nicht gut. E-smashen. Scheiße, der lebt noch. Da waren die 5 Millisekunden Headshot. Nein, jetzt geh halt du mal weg! Okay, ja, Bruder, jetzt nimm mich. Na los. Bruder, jetzt! Gib Gas! Holy shit, Mann! Muss ja! Da wenigstens muss ich hier fahren, das ist gut für mich. Wo hier? Auf 3 zielen! Nichts wirklich auf 3 zielen! Oder jetzt fest Scheiben oder was? Ich weiß noch nicht! Holy shit! Holy shit! Ich kann nicht weinen ohne mich zielen mit dies. Schön, jetzt wirft er zusammen, vielleicht sagt er noch nichts mehr. Schieß da rein! Holy shit, aber es ist schon geil inszeniert, da kannst du sagen, was du willst, Alter. Baller dein scheiß Kackding! Du Schrott, du Wichser! Rein damit! Gib ihm! Heilige Scheiße. Oh. Ja. Alles klar? Ja, mir geht's genauso, der zeigt nicht, Obi. Puh. Exactly, Mr. Gürtel. Alter, das war ja gerade nur stressig. Exakt. Ich sag das aber, es ist, ich schwitz. Ich schwitz. Also mal Zeit für eine Viertelstunde lange Cutscene, da war ich ganz dankbar. Übrigens, Zero Dip. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm Oh, aus. Mrs. Gürtel, Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber was für ein Ding? Bertalia,
Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Die Alte. Oh. Wie Ja, läuft die der andere Job in Alte. Malaysia, Nate? Oh. Jetzt gibt's einen Stress. Du Oh, bist jetzt wohl gibt's vom Prügel. Kurs abgekommen. Elena, ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Ist nie so, wie es ausschaut. Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Es stimmt so nicht. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Sie weiß nicht, dass er der Bruder ist. Hi. Aha. Ganz merci dir, Zero Deep. Zuhören jetzt. Würde ich Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Nur Stress mit dem Gab Weiber. es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Ja, für das kann er einmal am meisten. Wer bist du? Komm schon. Ja, jetzt trau ich Ich bin's. komplett Komm am schon, Gas. ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen Mach was du, anderes. was du tun musst. Die Baumdrossel schreibt sowas in die anderen Teile auch immer. Entweder er hat sitzen lassen oder angelungen. Okay, dann ist natürlich was anderes. Ich kenne die anderen Teile nicht. Dann kann man die Reaktion nachvollziehen. Wenn das jetzt das erste Mal so gewesen war, Hey. dann nicht. Hey, was machst du? Lauf ihr nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Er saß Kontakte. 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut Hey, allein. du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Ja,
Ja, wenn sie es schon dreimal mitgemacht hat, dann kann sie es ja 40 Mal mitmachen. Also jetzt Wie will ich du nicht so meinst. stehen. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Saubere Dämpfe! Kapitel 12. Auf See. Na bitte jetzt nicht Boot fahren und schießen, bitte nicht. Please don't. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Wie weit wir es Eine gebracht Ozean haben. ist wurscht. Gib ihm! Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bavarian Bei Dream ist diesem perfekt. Schatz, wer würde das nicht? Perfekte Viertelstunde Cutscene. Gibt Ich genau weiß nicht. richtig. Ich schwitze schon fast nicht mehr. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Wie alt ist das Spiel? 8 Jahre alt. Wasser schaut immer noch besser aus, wenn es Skull and Bones. Kannst du sagen, was du magst. Kannst du sagen, was du magst. Und wenn ihr das Wasser, dann das Boot. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Muss ich jetzt bodeln? Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Ist das da ist eine Sandinsel oder was ist das da? Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Was für eine Insel? Die kleine Insel da, die zwei Nach irgendwas Menschen. Zipfelinseln da hinten, die ausschauen wie ein Nippel. Oder was ist der Plan? Klar. 80 €! Naja, vielleicht ist lieber Da hinten ist was. Da steht irgendwas komisches. Ich hab's nicht- Oder nein, da schaut's okay gut aus. Einfach geradeaus rein düdeln. Da ist ein Turm. Vielleicht ja ein Baumhaus. Da kann man auch da hinten anbodeln. Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Da schaut's so Ist aus. mir übrig, um Libertalia tatsächlich zu Schaut- bauen. Da schaut's schon so aus, als kann man kraxeln und so ein Scheiß. Fahrzeug verlassen. Und jetzt muss ich da schwimmen, oder was? Ah, ist ja hier, mein Charakter kann schwimmen. Geht in Sea of Thieves, hätte ich fast gesagt. Geht in Skull and Bones auch nicht. Da bin ich da Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. im Ansatz da richtig. Ich meine, da waren ja mehrere Landestädte. Da hinten beim Turm hat eigentlich auch so ausgeschaut, weil es weiß. Weiß ich, so wie bis dahin dabei, ja, wenigstens sehen. Aber bloß bis dahin. Ja, das schaut jetzt nicht nach dem fetten Piratenschatz aus, aber da liegt schon wieder Blutletten am Boden. Vorräte von der früheren Expedition. Was haben wir da? Was hast du da? Was hast du da? Nein, ich mag jetzt nicht lesen. Leg mir am Arsch. Kann man das irgendwie umdrehen? Auf F, ja. So. Buch schließen. Schreibt er das dann trotzdem auf? Ja. Zeit zum Das Lesen. ist Sam. Das hat Burns Enkel geschrieben. Burns Enkel. Ja, klingt logisch. Jetzt Das uns Kreuz weiter. in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Jetzt da schaut es schon so aus, als könnte man eventuell kann man nicht kraxeln. Nein, nix mit kraxeln. Ein bisschen exploren jetzt. Gut, dann hätte man vielleicht durchlesen sollen. Ich frag mich, was der Kerl erlebt hat. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Tote reden nicht mehr. Rest in Peace. Ja, schaut wirklich noch ein bisschen exploren aus, aber ja, das schaut schon sehr verdächtig. Da haben überall so. Ja, aber ob man da. Da war kein Kantenmaler, also kann man auch nicht kraxeln. Und dass man nicht sprinten kann, das macht mich immer noch fertig. Nein, das macht mich immer noch fertig. Ich sag das, was es ist. Jetzt fahren wir da mal zu der Insel mit dem Turm um. Ja, Sam, gehen wir. Gut, Brüderchen, dann los.
Der andere Düdelmeister auch da. Ah, der portet sich auf wahrscheinlich, deswegen darf man ihn nicht sehen. Da können wir da durch. Da hinten, wo der Turm ansteht, schaut's gut. Ja, verdammt! Nathan, da oben! Ah ja, ich hab schon gesehen, jetzt tue ich mir nicht runter. Also wenn ich da so ein bisschen netter drauf hack, sollte mir das eigentlich das besser gehen. Instinktiv drücke ich auf Shift für immer und ewig. So wieder was ist. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Das ist eine gute Feststellung. Piraten gemacht. Vom Piraten gemacht. Vielleicht hockt der Johnny Depp drin. Versauft wieder einen Rum. Ja, da schaut's doch gut aus. Da schauen wir da mal hinein in den Turm. Können wir da auf den Turm mal irgendwie auf? Ja. Und zuerst schauen wir in die finstere Höhle hinein. Weil es da noch nicht recht fair ausschaut, muss man sagen. Jetzt wird's erst richtig gut. Bin ich gespannt. Da bin ich gespannt! Wo ist der Turm? Ach, der ist noch weiter oben. Der ist noch viel weiter oben. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Tja, vielleicht eine gute Aussicht. Mal. Okay, dann mal rauf. Oh, jetzt müssen wir wieder kraxeln. Könnte man da irgendwie auf. Kann ich rumspringen? Aber da kann ich. Ah, da kann ich schon. Nun? Was ist da? Da ist doch kantige Kante. Wieso komme ich da nicht hin? Was hat? Ah, easy. Die Holzbredel da, die haben doch prädestiniert dafür, dass ich die jetzt da eindrisch. Nochmal. Na, oder auch nicht. Oder auch nicht, Kinder. Dann machen wir es halt auf die gute alte. Da mal ausprobieren. Hier lang. Ja, das schaut schon gut aus. Ob ich mich da irgendwo einhalten kann, schaut es allerdings nicht danach aus. Müssen wir links rum. Müssen wir links rum. So, da haben wir schon. Jawohl. Zack, zack, zack. Nicht wieder runterfallen. Nicht auf Shift drücken, Biergeist. Shift ist auslassen. Das ist nichts für uns. Ja, jetzt irgendwie. Oh, da gibt's was. Was haben wir da? Das sieht doch gut aus. Das schaut gut aus. Das ist ein Pfeil nach oben. Das heißt, wir müssen nur eins weiter aufhängen. Irgendein Symbol. Hoppla. Ja, der muss weg. Passt frei. Ich wollte gerade sagen, es schaut aus, als kann man es dran. Nein, man kann draufdrücken. Ah, okay. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Oh! Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Wo ist der Sandwurm aus Dune? Ah, Ein Pfeil. das zeigt jetzt, wo wir hin müssen. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Aha! Oh ja, ja, sowas macht immer Spaß. Mit ein bisschen exploren und dann da so rätselmäßig Das umeinander Boot düdeln. ist gleich da unten. Was? Wo ist das Boot? Und da sollen wir jetzt runterspringen. Seilst du dich nicht mit dem Seil ab? Ja, das war mein Plan. Ich hab gemeint, du möchtest springen oder irgend so ein Scheiß. Wie weit geht denn dieses Seil so im Schnitt? Komm ich so weit? Tatsächlich. Tatsächlich! Nachspei, dass man nicht sprinten kann, das irritiert mich wirklich immer und immer wieder und dann wieder und wieder. Kannst du mir erzählen, was du willst? Kann ich da oben springen? Ja, das soll man aushalten. Da bin ich jetzt wieder gestorben werden, das war wieder typisch gewesen. Ja, los. So, der Pfeil zeigt genau in diese Richtung da. Das heißt, da müssen wir. Ja, da haben mehrere Pfeile, ich sehe schon. Ich sehe schon. Die Frage ist jetzt halt. Da hinten zeigt der Pfeil dann wieder nach rechts. Fahren wir gleich einen Pfeil nach, dem zweiten auch, oder schauen wir da erst rein? Aber wahrscheinlich müssen wir da erst reinschauen und Hinweise suchen. Gib Hinweise. So, jetzt sprint einmal. Sprint einmal! Wo ist denn der andere? Wo ist denn mein Bruder? Hallo, der beamt jetzt gleich wieder ins Boot. Ich sag das, was ist. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Ja, fast. Fast! So, Pfeil zeigt da um mich. Pfeiliger Schau. Pfeil. Da drüben ist noch ein Pfeil. Und der zeigt an den Arsch der Welt. Na ja, gut. Hast Shift einmal fester drückt? Schon ein paar Mal. Ich sehe mich um. Willst du mit? Da kann ich mich doch aufseilen, ich seh's doch von da. Oder nicht? Na, also wirklich weiter geht tut's da auch nicht, gell? Dann müssen wir da außen rundum gondeln. Müssen wir außen rundum gondeln? Schaut mir fast so. Müssen wir da am Pfeil noch. Oder Pfeil sagt einmal noch draußen.
Hey, da oben ist ein Flaschen zu. Was haben wir jetzt da? Und wir haben ja keinen Weg nach oben. Ich sehe, habe ich irgendeine Höhle übersehen oder so? Nö. Naja, gut. Vielleicht geht er von da hinten, keine Ahnung, ein unterirdischer Gang nach unter Wasser. Wir fahren jetzt einfach mal dumm den Pfeil noch und schauen mal, was passiert. Ja, ich komme. Was mit Doppel-W kann man sprinten? Der Seidelsepp schreibt das. Das ist absolut korrekt. Das werden wir probieren. War ärgerlich, wenn ich da jetzt erst drauf komme. Und mich darf es auch extrem wundern immer noch. Jetzt sind diese Pfeile da unter Wasser oder was? Was sag ich? Okay. Machen wir da so umeinander. Ah. Das Wasser schaut schon gescheit krass gut aus. Leg mich am Arsch, was dann auch findet. Da schaut's doch gut. Was ist da oben? Ja, das ist bloß irgendein Achievement-Scheiße, das interessiert mich nicht. Hoppala. Entschuldigung! Bei wem entschuldigst du, das ist dein Boot, du Depp. Es hat aber eine Hitbox gerissen mit Scheißen von deiner Alten. Anscheinend auf die Höhle da drüben. Ja, ich seh schon. Ich seh schon, Bruderherzchen. Und da hat irgendein bei Öl verschüttet. Ja, was? Das ist irgendwann kaputt, das Ding? Da schaut's doch gut aus. Schaut sogar richtig gut aus. So, here we are. Die Höhle. Aussteigen. Sieht vielversprechend aus. Soll ich dir die Definition von Wahnsinn erklären? Das probieren wir gleich mit Doppel-W. Na, Doppel-W war eine Lüge. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die Können wir aber reinste auch nicht auffällen. Schauen wir, vielleicht können wir irgendwo durchtauchen oder so. Da können wir nicht auf, aber da schaut es aus, als könnte ich kraxeln. Da schaut es aus, als könnte ich kraxeln. Ich weiß nicht, was ich da kraxeln soll. Aber da kommt man da irgendwie auf. Vielleicht kann ich da anfangen auf zum Kraxeln. Ja, das schaut doch kletterbar aus da. Muss ich da vielleicht vom Boot runterspringen? Wie kann man da hin? Haben wir da? Irgendwo ein Loch. Hallo? Hallo Sir, ist hier ein Loch irgendwo? Nö. Aber Fischis sind auch dabei. Das ist eine höhlige Höhle, Bernie, das ist richtig. Höhlige Höhle. Jetzt fahren wir mal. Kann ich da aufs Boot aufsteigen? Ja. Mir besser. Mir besser. Was sagst du zum Battlefront Remake? Ich war damals nie so krass großer Battlefront-Fan. Wie viele. Warum gibt. Dreh halt bitte die Kamera. Meister, ich kann nicht nach hinten schauen. Das beabsichtigt, dass ich da nicht mehr rauskomme, oder? Nö. Probieren wir mal was. Das wird nicht gelungen. Okay, Murphy. Zurückdüdeln! Schnellste Fortbewegung ist das gute alte Rollkommando, Herr Dampfler, da hast du absolut recht. Hast du absolut recht, das schaut doch gut aus. Das schaut gemacht, das schaut auch gemacht, das schaut aus wie gemacht. Ja, das war ein guter Sprung. Guter Sprung. So. Mal los. Ja, mal los. Dann gehen wir wieder links rum auf, jawohl. Ja, vorne! Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Klippe hochzuklettern? Ja, eine Ja, Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel Mal sehen. hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. Natürlich ist es cool, auf einer Pirateninsel um an zum Klettern. Wenn man klettern kann. So, jetzt schauen wir da mal. So. Und dann springen wir doch gleich da um und sparen wir uns die Kletterei. Oh, das war knapp. Und sparen wir uns die Kletterei. Nein, ist das schon wieder besser? Ich mag nicht mehr schön. Oh. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery. Ich möchte gerade mal festhalten, das Spiel ist 8 verschissene Jahre alt. Es ist vielleicht schon heftig, gell? Es ist vielleicht schon heftig. Leg mich an und sag, Rollkommando! Ja. Sonst machen wir doch einmal eine Röberleiter. Was ist heute mit der Röberleiter, die ist wieder daheim lassen worden? Mit da springen.
Es gibt tatsächlich kein Sprinten in dem Spiel. Naja. Was ist da? Das ist einfach ein Stor. Nur haben wir nicht gesehen. Was haben wir da? Da kann man auch aufgekraxeln. Ich hab's genau gesehen. Erst kraxeln, dann schauen, was das andere ist. Gut. Was haben wir denn da wieder? Das heißt wieder nichts Gutes. Komm, hilf mir mal. Ja, klar. Smash die E-Button. Los. Okay, komm durch. Sehr gut. Bist du gewollt, dass man nicht sprinten kann? Das ist mir schon klar dann, wenn man nicht sprinten kann. Das ist wahrscheinlich für Absicht. Heben und kriechen, was? Ja, Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. ja. Kraxel, 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 kraxel und studier. Bussi, bussi. Fussi, Fussi. Oder was da weitergegangen? Ne? Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Da waren wir schon mal beim Dismas, haben wir schon mal gehört. Das war der andere, da waren wir in der Kirche angeballert haben mit den Irischen. So, da gehen wir jetzt mal außen Wie rundum. haben Sie das wohl gebaut? Wo muss der Kantenmaler schon gewesen sein? Der muss ja da, wo da hinten ist, noch so, da so ein Kanten da. Da ist er. Aber wie soll ich da rumkommen? In das bewerkstelligen. Mal von da oben runterspringen oder so. Da wieder los! Eine Seilbrücke, dort. Mr. Texer! Achtung, damit ihr mit Leuten da aufwachen daheim. Hallo, hallo. Mein Name ist Birger. Grüß. Morgen! Herr Texer, Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft und welcome to the squad. Ab in den Chat! Habe die Ehre, Mr. Texer. Wenn ihr mitmacht, ist Klappspaten heute. Ja. Ah, da schon hin. Hey, hilfst du mir zur Brücke? Na komm. Aber die Grafik ist echt so dermaßen krass für das Alter. Ja, ich weiß allerdings auch nicht, irgendjemand fragt gerade, ob das für den PC jetzt da ist. Ja, ich spiele am PC. Das ist die Thief Collection, irgend sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Grafik nochmal für den PC Sam, nicht abgefallen! bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir dich Ich weiß nicht, ob die Grafik nochmal aufgebaut worden ist für das PC-Release, 8 Jahre später jetzt. Oder wann ist denn das aus? Wann ist denn die PC-Version gekommen? Die gibt es ja schon ein bisschen länger, nicht erst seit ich jetzt angefangen habe zum Spielen. Wo ist jetzt da unter Sam, Kasperl? hey, bist du noch da? Hallo? Lass mich mal. Verdammt! Was ist denn jetzt wieder? Muss ich da Also, oben? wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund Wo ist kommen wir weg. auf die Kraxeln jetzt? 2 Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Ja, man kann auch, wenn ich die anderen Teile nicht verstehe, nicht kenne, weil ich es nicht gespielt habe, kann ich verstehen, wie man sich in den Charakter hinein verlieben kann. Das ist einfach ein cooler Charakter. Das Gameplay ist geil, wenn das schon immer so beieinander ist, dann kann ich nur verstehen, warum diese... Ja, der schiebt da irgendeine Kiste umeinander, der Kasperl! Wo warst du? Anstatt dass er sagt, hallo, da bin ich! Hier raufzukriegen. Kasperl Sepp, Okay, dann spring rüber. ich spring. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Die Legacy of Thieves Collection haben PS5 Remasters, also ist Grafik schon verbessert worden im Vergleich zum Fall. Gut, dann darf man nichts sagen. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin mit dem Scheißding? Was müssen wir überhaupt machen? Mit dem iPhone. Irgendwo müssen wir die Kisten hinfahren, ich meine, ist ja klar. Sonst haben wir doch keine Kisten. Da ist nur eine kistige Kiste. Wollte ich lang. Kam aber nicht durch. Da ist ein Kreuzerl, da ist nur ein Kreuzerl, das merkt man uns einmal. Das schaut nicht zufällig platziert aus. Das nehmen wir einfach Muss mit. nicht sein, du. Das ist ja oben. Also, Und- weiter geht's. Was hat er jetzt gerade gesagt? Das muss nicht sein, du bist ja oben. Das glaube ich ihm nicht. Glaube ich ihm nicht, dass wir die Kisten nicht brauchen. Die steht doch da nicht so gaudi. Vor allem, wer hat denn die Kisten da hier aufgerollt? Oh Gott, das schaut nach jeder Menge Depth-Potenzial aus. Oh je. Schauen wir mal. Was hat jetzt da blinkt? Irgendwas hat blinkt. Ich hab's genau gesehen. Oh, da haben wir da was. Was ist das da? Kann man sich einhageln. Und dann kann ich mich abseilen. Ah ja. Schaut mich noch dumm seilen aus. Aber jetzt schauen wir erst mal, was der Bruder jetzt zum Sagen hat davon. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Was passiert, wenn wir springen? Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Der Vogel. Gehört? Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Meervogel. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los.
Hat noch jemand so ein bisschen die Vermutung, dass unser Bruder kein guter ist? Irgendwie schon. Ich habe irgendwie so ein bisschen so. Was weiß ich? Da müssen wir irgendwie um. Was bloß nicht so hundertprozentig wir. Da irgendwas. Seilen wir uns halt einfach mal um. Das war knapp. Aber hat gelangt. Und ist da was? Einen Moment. Muss doch jetzt chillen mal, ich muss erst mal schauen, ob da was ist. Da ist was hinten, aber. Zwecklos, Sackgasse. Sackgasse. Okay, dann also wieder zurück. Scheiße. So, gehen wir da lang, da lang, da lang, da lang. Dann machen wir so. Und dann, da waren wir schon. Ja. Ah, da komme ich doch niemals um hier, Alter. Aua. Ach, doch. Schwing ich? Ja, aber da komme ich niemals um. Da komme ich auch niemals um. Vielleicht mal ganz stark schwingen. Ah, wir haben ja schon weiter schwingen können, wie wir gemacht haben. Ich werd's nicht schaffen! Oh Gott! Nathan! Ich wollt's wissen. Ich wollt's wissen. Muss man sein lassen, hilft nicht. Aber wohin dann? Vogel! Aussicht. Kann ich nicht schießen. Warum nicht? Kann einen Vogel nicht erschießen, das ist nicht. At this moment in you. Ich fucked up. Da spring ich doch normal um mich. Ohne Kletterseil, das probiert's nochmal. Probiert's. Okay. War's auch nicht. So. Jetzt ist der Depth-Counter, hat jetzt aber auch mit 5 Tode eine Pause. So, oder was ist? Vielleicht, wenn ich mich da umschwinge, ist dann ein Seil länger, dass ich dann noch mitkomme. Hat die Kisten vielleicht doch Apps damit zum tun? Bringt mir die Kisten da irgendwas? Weiter abseilen. Probieren wir es doch einmal an der Kante. Da. Wer weiß, wo das hinführt, was wir da nicht sehen. Probieren wir es einmal. Ja, das geht. Hier So. unten ist ein Pfad. Super. Ich bin Aha! hinter dir. Ja, so, und da hängt, das habe ich von oben nichts. Nein, das habe ich von oben einfach nicht gesehen. Okay, mit der Kisten. Topf ist Topf. Topf ist Topf. Ja, Bruder, jetzt bis du kommst, bin ich da. Ah, das stinkt wieder nach Topf. Nein, doch nicht. Okay. Achtung, jetzt die Frage, ob wir da auf mir oder müssen wir uns gleich da umschwingen? Was meinst du? Schöner Sprung. Schöner Sprung, das war wieder mehr Dusel als Verstand, das ist alles, was ich weiß. Sam, hier rein. Okay. Schaut mir zu verdächtig an, sag ich dir, was ist. Aber ich denke, da schwinge ich mich lieber gleich ein. Das ist immer gut, wenn der Kantenmaler am Start war, das ist immer gut. War doch auf dem Nee, richtigen Weg. haben wir richtig Progress gemacht. Das läuft man da einmal durch die Höhle, da geht es zwar mit Sicherheit nicht weiter, aber ist wurscht. Mal. Da waren wir schon. Ist das tief? Ja, da schaut es mir nicht aus, dass es weitergeht. Ein bisschen Insel-Sightseeing. Schade, die ganze Zeit steht einfach mitten da, steht einfach ein Turm. Was haben wir da? Oh, was gefunden. Ein Helm. Sonst gibt's da nichts, das glaube ich nicht. Da muss ich mich doch, das rieche ich doch von da, dass ich da irgendwo aufkraxeln kann. Da kann ich aufkraxeln. Speise, lauteres Kraxeln. Kraxeln und schießen. Ist da noch was drin? Nein. Damals im Waisenhaus. Hast Damals du im da Waisenhaus. geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht da umschwingen muss, sondern irgendwo anders. Das ist too obvious. Nicht? Also, was ist? Das heißt es wohl abwärts. Vorsicht! Rechts sind wir hin.
garantiert. Und da ist das Schwingdei-Ding. Kriegen wir schon. Das ist nur der Easy Part. Oh, haben wir sauber durchgetreten, das wird nie langweilig. Männer sind primitiv, aber glücklich. Das war der einzige Satz, den der Herr Mario Barth jemals in seinem Leben richtig gesagt hat. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, Denk schon. was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Okay. Das war in den neuen Tomb Raider Remakes war das auch immer geil. Die Umgebung erkunden mit diesen, wie nennt man das, Parcours-Passagen zum Umeinanderspringen, kombiniert mit ein paar Rätsel und so Dinge, das macht einfach Spaß. Aua. Ich hab mein Ding geschwingt. Da ist noch so ein Ding. Au! Ja, ist ja gut jetzt. Chill mal. Jetzt hängen wir da mal so rum. Müssen wir einfach da oben, oder? Ich soll mir jetzt einfach mit oben. Ja. Achso. Müssen wir uns da hinhängen, wenn wir da uns jetzt fallen lassen, haben wir wieder im Arsch. Und wenn wir jetzt da in die Spitzen einspringen, das darf mich jetzt interessieren, was dann passiert. Ah ja. Okay. Ich bin nicht weiter oben. Du nicht da oben. Ah, ich hab das Loch auslassen, Bruder, jetzt. Jawohl! Quer sie. Was ist das alles? Was ist das alles? Da ist da ist ein Bauplan vom Kölner Dom. Sam, hier. Der Frauenkirche in Minge. Vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Bloß weil es Piraten Sam, waren. schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu Sie sagen. wollten es bauen und da ist eine goldene Statue schon. Die habe ich schon entdeckt. Und da haben wir einfach vergessen. Das ist echt gut gemacht. Gut gemacht. Du jetzt mit dem Ding? Ausschauen, bringt mir nichts. Weglegen, Shift. Sonst ist da nicht recht viel. Doch, da ist noch der Riesendrum. Was laber ich? The Founders? Blaupausen. Okay. Braunpausen. Blueprints, okay, Brown Prints. Sam, schau mal hier. Wenn dies nicht piratig ist, dann weiß ich es auch Siegel vom nicht. Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Da ist, ich hab nicht vergessen, da ist wieder das Affensymbol, das ist der Guybrush. Ich hab's nicht vergessen. Und Sprengi, du hast doch recht, schade bei meinem Haupt, dass mir das Avery aufgefallen und ist. Two halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Averys Schiff. Die Fancy. Fancy Die Nancy? Gani Sawaiian. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Was ist denn Libertalia? Was ist denn da der Plan gewesen? Die wollten da offensichtlich einen Piratenstaat bauen. Also, ich meine, bloß weil es Piraten sind, heißt das nicht, dass die nicht ihre eigenen Gesetze und so weiter machen können. Steffi! Frage, die du gerade, die Fallout 4-Süchtigste unter uns. Du hast vorher geschrieben, Libertar. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Gibt es ein Fallout 4? Ist es möglich, dass das ist, wo diese Roboter, Libertalia liegt auf Madagaskar? Okay. Gibt es also offensichtlich immer noch, ich habe keine Ahnung. Aber in Fallout gibt es auch. Ist es möglich, dass es diese Roboter haben, die das Piratenschiff am Wolkenkratzer parkt haben und denen du dann helfen kannst, dass der davon fliegt? Was auch nicht der geilsten Nebenquest. Libertalia ist es. Da. Und das erinnert mich noch. Das war nur naheliegend. Da habe ich mir auch gedacht, das ist eine super geile Nebenquest. Ganz Fallout-typisch. Ja, da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Ich möchte nochmal, schau dir die Grafik an, Alter. Das ist total narrisch. Da, was haben wir da? Piratensymbol. So was ähnliches wie Tortuga, ja, die Piratenstadt. Bloß dass, glaube ich, Tortuga eher so zusammengeworfener Haufen Schiffreste waren, aber die wollten ja da wirklich eine ernsthafte. Was ist jetzt da? Na also. Mist. War natürlich Absicht. Titanic ist kaputt oder so. Oh nein. So Nope, oder nicht so. das am Wir Hochhaus. kommen Ja, da okay, rein. dann nicht. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. War jetzt für mich, aber trotzdem erinnert ich mich an die Nebenquest nur mit den Robotern, die ein Piratenschiff übernommen haben und du bekommst dann Aufträge für die Moa und später fliegst du davon und stürzt ab. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Libertalia war das Observatorium auf der Insel, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.
Es ist so lange her, ich habe alle DLCs gespielt mit Far Harbor und Nuka Town. Danach aus. Oh, das stinkt schon wieder nach fettem Rätsel. Und das erinnert mich so ein bisschen, gerade dass keine Kugel ist, kein große, das Ding in Skyrim. Das ist über 12 Jahre her, das weiß ich auch nicht mehr. Sehen, was passiert. Schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir da am Radl dran. Ah, weh! Ah, was? Oh nein, das stinkt nach Scorn. Nichts. Die Symbole auf den Kugeln lassen nicht zu definieren. Oder nach oben oder nach unten gehen oder so. A, D, R drehen. Ah, sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Was? Moment. Bringen wir das zu Ende, ja? Schaut mir noch eine dunkle und noch eine hellen Seiten. Ja, und damit's dazu passt so. Mehrere Symbole, die drehen sie alle, oder wie? Aber wieso scheint nur da Licht ein... Was? Ich sehe gerade überhaupt gar keinen Zusammenhang, was zur verfickten Hölle da aussieht. Wieso ist da ein Symbol zum Drehen? Jetzt in der zweiten Reihe, da wo die Kugel mit den Streifen ist. Das kann ich da nicht in den Mechanismus reinfahren. Da, das bleibt da nicht hängen. Jetzt, wenn ich so mache, drehen sie auch nicht alle, sondern bloß das da. Jetzt habe ich es gecheckt. Hab schon gecheckt. Glaube ich. Warte mal. Scheiße, andersrum. Vielleicht hätte ich vorher noch mal schnell schauen sollen. So, die Kugel gehört andersrum. Zack, 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 so. Und jetzt nach links. Und dann haben wir da das W, jetzt glaube ich check ich schon. Und dann rückt wahrscheinlich das Licht nach oben und dann kann ich die nächste rein. Bitte. Ah, hab schon verstanden. Wow, schau. Ah, ja, verstanden. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Da, hab ich schon verstanden. Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Ist es wieder der Guybrush? Ist es der Guybrush? Spreng, klären Sie auf, ist es der Guybrush? Das ist doch hundertprozentig der Guybrush, oder? Der ist wie aus dem Gesicht ausgeschnitten. Sich mit Avery. Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam Er hat rein ein Schwert, und ein Pistolen. sprengte das Pulverlager der Gangis herbei. Das ist er schon. Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Und der andere Muss der Kerl, Red Viper Bier und Rätsel was? Weil ich jetzt da schon 30 Sekunden braucht habe. So, jetzt passen wir auf. Jetzt haben wir da, hier, haben wir hier. Ja, kompliziert wird es erst oben, weil sich die Dinger langsam drehen, wenn man es dreht. Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Da haben wir den Teufel. Wo ist denn da das Drahding? Ach, da drehen sie dann wahrscheinlich gleich mehrere auf einmal. Schauen wir mal, was passiert. Machen wir so. Drehe beide Symbole gleichzeitig. Die Frage ist, wenn jetzt...
Da drehe ich halt nicht beide gleichzeitig. Das muss von links an so, ja, und das an das Ding da. Ja. Na bitte. Jetzt musst du sie nur noch ins Licht. Jetzt drehen wir es da wieder um. Ja, weil sie kürzen Weg auch nicht mehr kennen, aber dann müsste es passen. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Der Bildung Joseph Rätsel! Farrell, William Mace, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Ja, was haben wir da? Okay. Das heißt, das Ding müssen wir. Wohl auf dem Ring drehen sich ständig. Schwierig. Haben wir da mehr? Ach so. Der Bin Malik sieht maurisch aus. Wie weit dran sie die? Also, da muss ich jetzt schnell schauen. Macht er so weit weg von der Barbarissenküste? Halbert, Das gleiche wie wir. Dreiviertel Drehung. Sie machen eine Dreiviertel Drehung, bis sie in Position sind. Das heißt für mich, müssen wir das Ding. Ne. Ja. Und das müssen wir viertels. Na, jetzt dreht sich das auch. Scheiße, jetzt haben wir Mist gemacht. Haben wir einen Gacker gemacht? Haben wir einen Gacker gemacht? Wo ist denn der Stell, wo sie nur das da dreht? Okay. Wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen. Wenn Ja, sie ja, jetzt chillig nicht, aber dann dreht sich das da aber nicht. Ja, so wollte ich das haben. Du hast es. Ah! East Peace Cheese! Und Jeez. der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Tew. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal. Das Schau sind mal, mal sieht 11 top aus. Piraten. Unser Starpirat fehlt. Der Starpirat fehlt. Ich bin der Starpirat. Und seltsam. Habt ihr eigentlich heute schon alle auf den Like-Button gedrückt? Mal sehen. Alle 775, die da sind. Wer das übrigens nicht tut, ist rechtsradikal. Okay, Gesichert. wohin jetzt? Verfassungsschutz wo? Darf nicht drüber reden. Hallo. Erwähnt nicht. Scheiße. Druck auf Das ist eine Like-Button, hab ich fehlende gesagt. Avery-Statue. Dankeschön. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Das geht ganz schön tief runter. Da geht's 2 Meter oben, ja, aber die Frage ist jetzt, was da müssen wir aufhängen. Immer weiter hoch hinaus. Also, Nathan, und sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern. Ja, komm schon Frag los. mich das am Ende nochmal. Da ist jetzt die Seilbahn nach unten. So, was haben wir da herin? Da haben wir nichts herin. Dann haben wir jetzt so. Bitte. Mit reißen, bitteschön. Dankeschön. Ist nicht gerissen. Sowas ist immer, ich finde immer ein geiles Leveldesign. Vor allem in solchen Spielen muss natürlich vertikal sein. Wenn du am Anfang das ganze Konstrukt sechst und später dann wieder hinkommst und checkst, ah ja, so. Nach Ihnen, Captain. Und da dann sagst, ja, du musst gar nicht da auf, was du gemeint hast, du musst auf, sondern ganz woanders. Oh, er macht sogar einen Körper. So, ich mit meiner absoluten Ahnungslosigkeit habe natürlich wieder keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Okay. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Was war denn das jetzt wieder? Wo fährst Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Die haben doch jetzt da umgezeigt, oder? Haben wir da schon wo... Scheiße, Mann, ich hab nicht aufgepasst, wo wir hin müssen. Weil ich wieder im scheiß behinderten Chat anlesen muss.
Kann mir jemand sagen, wo wir hin müssen? Da ist Das er! nennt man wohl Riesendrum! überlebensgroß. Oh, Ja, da kommt der ziemlich Sturm, groß. das heißt nichts Gutes. Kinder, das heißt nichts Gutes. Leveldesign in dem Spiel ist echt gut. Ja, das kann ich bestätigen. In der Hand hat er ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das. Links! Schachteln. Ja, da! Dankeschön. Das einzige Leveldesign, das ich wieder noch besser sehe, ist, der König des Leveldesigns ist From Software. Da kannst leider, da gibt es nicht recht viele Argumente dagegen. Und ich glaube, die meisten wissen das auch. Das ist auch noch was. Elden Ring muss ich auch noch mehr außerkreien in die nächsten relativ bald. Wann kommt der Elden Ring DLC? Mitte, Ende Juni, oder? Ah, den werden wir spielen müssen, fürchte ich. Oh, da wird's deep hageln. Oh, da wird's deep hageln. Fürchte ich. Hey, komm. Sam. Da wird aus 125 225, das garantiere ich euch. Keine Widerrede, komm. Okay. Was ist jetzt da? Spring mal, wirfst mir jetzt auf. So ist er brav. Okay, Captain. Ist der nicht schon da? Nein, geben tut's ihn glaube ich noch nicht. Sonst war YouTube schon voll davon. Ja. Müssen wir es wieder da umgucken. Ah, ist das vielleicht die Insel vom Anfang? Große vom am Anfang totenkopfförmige nicht Insel, ne? Große Insel. Große Insel? Kein Große Totenkopf. Insel. Das muss es sein. Elden Ring leider noch gar nichts am Hut Wasser, gehabt. Da versammst Sehr du was. optimistisch, wenn man alles Bestes bedenkt. Spiel der Dekade. Weißt du, hier sind nur wir beide. Und da bin ich mir jetzt schon sicher, Darfst und die ruhig Dekade ist noch lang. Ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals Oh, aus es gibt Alcazars Stress. Schlinge raushaben. Der Limse! So, Birger, für die Zeit war noch beim Essen im Nobelrestaurant. Der feine Herr, zwecks Gutscheinen. Hashtag Hackelberger, lass den Haken schmecken. Ich sagte, Willst du okay. den harten, trinken okay sind Haken? nie bloß okay. Meistens Merci sind sie das dir. Gegenteil von okay. Ah, lass mich raten, jetzt kommt die andere wieder daher kutschiert. Ja, natürlich. Ja, das ist doch der Anfang, oder? Ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Nicht schon wieder schießen, das war jetzt so schön. Und bei No Rest for the Wicked, da habe ich auch hart Bock. Das kommt auch sehr bald. Das wird gut. Ah, das schaut dermaßen gut aus, das Spiel. Oh, das ist doch das Intro, oder nicht? Ja, da waren wir schon. Ich weiß noch nicht mehr, wann es gar war. Dann haben wir nochmal hingeschwommen. Ja. Und dann waren wir im Gefängnis, glaube ich. Beziehungsweise dann ist der Waisenhausabschnitt gekommen. Und jetzt geht's da weiter. Aha! Kapitel 13, Schiffsprüfe, spätestens überhaupt. Halbe 10 erst. Okay, da schaffen wir mir nur zwei. Nur zwei Kapitel, das sagt ich. Ich muss von diesem Strand runter. Ich muss von diesem Strand runter. So, wir haben einen richtigen Arsch. Sam, hörst du mich? Absolut keine Ahnung, wo Fluss wir hin müssen. aufwärts. Und au! Au! Aber nicht gut beieinander. So wie es ist. Ah, shit. Ja, da shit trifft's. Da, jetzt lassen wir mit Luren da rechts. Sam! Sam! Rechts auf. Ich bin aber da eher für links. So wie es ist, da schaut es mich gemütlich an. Ja, weiter da. Ja, gut, oder nicht? Wo sind die Krebs? Ja, richtig. Da nicht so gehen. Die Riesenkrebs. Die guten in die Riesenkrebs. Sam! Ich bin ja eh schon unterwegs. Also habe ich keinen Dunst, wo wir hin müssen. Das schaut doch noch. Da war der Kratzer. Der Kratzer-Dude war am Start. Da kommen wir vorbei auf alle Fälle. Wieso hast du eigentlich eine Autobatterie an deinem Dampfler? Was für eine Autobatterie? Ach, weil du wahrscheinlich so einen kleinen Stick hast. Ja, weil ich die nicht alle 5 Sekunden anstecken mag. Und warum da so viel Crepe-Tape rundum ist, weil es auseinanderfällt sonst. Was auch gemeint. Was tue ich jetzt da herum? Spring jetzt einfach da wieder. Selbstspieler ist anwesend. Wenn wir da auf vielleicht. Richtung Gipfeln muss, glaube ich. Ja, es ist schon relativ ersichtlich, glaube ich, wo man. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren.
Außer mein Leben. Ja, jetzt tun wir nicht, da kommt schon noch Happy End. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für... Wie ich einfach nur mit den 2 Fingern da festhalte. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Kann ich da schwingen? Verdammt. Da wenn ich nicht schwingen kann, dann schaut es Okay. finster aus. Mir geht's gut. Uns geht's blend. Oh, Scheiße. Es ist ein Grifftape, richtig. Einfach durchbeißen. Da hat man mehr Grip. Einfach durchbeißen. Das Gute ist die Grip Crap. Wow! Das schreckt mir wegen du auf, Kind! Das Gute ist so ein Grip Crap. Was ist denn jetzt da? Jetzt wird dann, wenn's. Also wenn wir jetzt da oben dann in diesem Zustand auch noch umeinander ballern müssen, dann. Verdammt. Was ist denn jetzt da? Ja, aber er ist nicht so agil, wie er sonst ist. Cool gemacht auf alle Fälle. Ich kann nicht springen. Ja, was ist jetzt dann? Ich muss jetzt da ganz Tatsächlich muss ich ganz umgehen wahrscheinlich. Ich kann jetzt da nicht umeinander springen und so. Das ist eigentlich cool gemacht. Nach einer riesen Drumschlägerei. Was? Shift hinter. Ah! Was? Ist der Hinweis da oben? Grandioser Hinweis. Dankeschön. Dann müssen wir ein wenig langsamer machen. Hilft nicht. Dann müssen wir es ein wenig langsamer machen. Jetzt Geduld. Einmal im Leben drin. Ich muss weitermachen. Einfach weitermachen. Weitermachen, einfach weitermachen. Das ist für Leistungsdampfeln. Normalerweise tut er sich noch Magnesiumpulver in den Bratzen, weil der so nah stampft. Ja. Professionelle Action Raucher, professionelle Action Dampfer. Ja, nur vorsichtig. Ah, das ist nix. Komm ich da? Ah, ja. Muss ich jetzt da durch den Wasserfall durch? Oder? Hab schon verstanden. Es wird jetzt ein wenig eine zähe Gaudi da. Ja. Springen darf man nicht. Ja, müssen wir runtergehen. Was ist jetzt da? Gang um mich. Müssen wir runter oder rauf? Hat gerade noch geheißen rauf. Sind wir schon unterwegs. Was ist jetzt da? Da ist doch eher Griff. Gang hier jetzt. Ah. Das ist nichts. Passiert das jetzt mal, wenn ich das tue? Aui! Ich hab mich schon wieder sterben sehen. Ich sag das, was ist. Ich hab meine Griffe schon beim Depth-Counter gehabt. Hey, Mr. Nate, wir wissen, wenn du jetzt einfach mal hier legst, dann schlafst du da unten. Pfeiltasten nach oben ist der Hinweis. Die hab ich noch nicht gedrückt in dem Leben. Du müsstest mal meine WASD-Tasten sehen, Alter. Ich kann's leider nicht. Scheiß Kabel ist zu kurz, dass ich es nicht in die Kamera halten kann. Ja? Wie erkennt man einen Pro-Gamer? Indem, dass man die linke Seite der Tastatur nicht mehr lesen kann. Ansonsten müssen wir aus der Rassismus-Bib trinken, richtig. Richtig. Das ist ja sämtliche Beschimpfung als Rassist auch nicht glaubwürdig. Ja. Da ist auf der Hinterseite ist da übrigens auch eine weiße Fläche, ein weißer Kreis mit, ja. Jetzt gib mir mal nochmal sauber eine Viertelstunde lang eine Cutscene. Hab ich Bock. Sic Parvis Magna. Sam. Komm schon. Wo steckst du? Was willst du, wenn ich nicht einmal neue Tasten tun hätte? Ich glaube, man kann nicht neu. Ich hätte gerne die Tastatur, die ich da habe, wieder. Und vor allem auch meine Maus, die Rocket Nith. Da gibt's von Titan Wolf, glaube ich, heißt die Chinesen merken, gibt es einen exakten Nachbau, aber ich traue mir nicht kaufen, weil das Ding in Anführungsstrichen bloß 30 Euro kostet und die Nith da, die hat 130 Euro gekostet. Damals, wie ich es vor 5 Jahren oder so gekauft habe. Die Besonderheit der Maus ist, die hat an der Seite modulare Tasten, bis zu 12 Stück. Und das bin ich gewohnt seit Wrath of the Lich King. Wann war Wrath of the Lich King? 2008? 2010, irgend sowas. Und auf die verzichte ich nicht mehr, wenn du die Jahre drauf gewohnt hast. Und es gibt keine andere, wo ich mir die Tasten so zusammenbauen kann, wie ich es will. Es gibt von Logitech gibt's MMO-Maus, es gibt von sämtlichen Herstellern MMO-Mäuse, aber keine mit dem Tastensetup, wie es ich mir da zusammengebaut habe. Die da am nächsten kommt, ist wieder keine Werbung natürlich. Razer Naga? Was Naga? Razer Naga V2 Pro. Und dann schaust du mir, was die kostet, dann wird das schlecht. Ich zahle keine 200 Euro für eine geschissene Maus. Ich sag das, wie es ist.
Aber irgendwann wird der Tag kommen, dann ist die Maus da kaputt. Und dann werde ich mir es leider Gottes leisten müssen. Weil das einzige Tastensetup ist, das an das vom... Da los. Na, was soll ich jetzt da? Kann ich wieder springen oder nicht? Ja, oh, ich kann wieder springen. Razer Naga, ja genau. Mit der habe ich übrigens auch angefangen. Und das nächste Problem ist, ich bin alles bloß kein Fan von Razer. Weil alles, was ich von denen jemals gehabt habe, sowohl Maus, durch Razer bin ich überhaupt auf diese MMO-Maus gekommen. Das waren die ersten damals, 2010. Da habe ich mir die Naga gekauft. Die hat, glaube ich, 6 oder 7 Jahre hergehalten. Das war die beste Maus ever. Und dann war es kaputt. Und dann weiß ich noch, dann habe ich mir mechanische Tastatur, wovon ich ja überhaupt kein Fan nicht bin, weil die ist ja halt wie eine Schreibmaschine, da kriege ich einen Vogel, wenn ich die ganze Zeit das Klick daher. Und das Razer, dann habe ich mir wieder eine Razer Naga gekauft, die war noch nicht einmal 1,5 Jahre war die hin. Und die wurde nicht gedroschen. Genauso wie die mechanische Tastatur. War auch nach 1,5 Jahren hin. Oder nach exakt 2 Jahren hin. Dass du es halt nicht mehr reklamieren kannst. Oder Garantie-Ding oder sonst was. Und seitdem habe ich mir geschworen, vergiss es, Mr. Razer, fuck you. Haben wir mir jetzt da im Kreis gelaufen, sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Jetzt gehen wir mit auf. Wenn wir da kraxeln. Logitech 15.000, die habe ich auch vorher gehabt, die war nicht schlecht. Was ich bei meiner Rocket-Tastatur da gern mag, ich mag die Software gern. Die funktioniert einfach. Die ist simple as fuck, hat nicht alle 4 Sekunden ein Update. Wegen irgendeinem Scheiß-Spray und seiner RGB-Beleuchtung, damit ich da mitblinken kann. Wer zur verfickten Hölle braucht so einen Scheißdreck. Aber die hat hinten so einen Schlitz drin, wo ich mein Handy einzwicken kann. Ja? Und hat so eine Taste, wo ich drauf drücke und dann kann ich mit meiner Tastatur am Handy schreiben. Und ansonsten nehme ich mein Handy nicht her, das habe ich wieder dabei, wenn ich fort bin, nur irgendwas. Und an das gewohnt man sich halt und das hätte man halt dann gern wieder. Aber gut. Was ist? Oh shit. Ja, irgendwann da kommen wir hin. Weil wieder so viel Profit. Keine Ahnung, ich entschuldige mich hochachtungsvoll für meine Deppfeit. Heute haben wir nicht sehr viel Pro-Gaming gesehen, sag ich dir, was ist. Aber ein bisschen eins. Na schön. Dann mal hoch. Ein bisschen eins. Ah, ja. Im Kraxeln hat er noch nie was gefallen. Oh shit! Oh shit, ja. Oh toll. Toll, ja, ganz tolle Nummer. Schluss. Da geht's weit. Weit runter. Oh, das schaut mir aber auch. Oh, jetzt müssen wir da so unten lang, hä? Ja, denke schon. Wow. Pipi, Pause und Zigaretten? Wie spät ist es? Nein, nicht mit 10. Pause gibt's halt nicht. Pause gibt es heute nicht. Die gibt's nächste Woche dann, wenn wir ein bisschen länger am Lego-Seppen dort sitzen. Wir spielen jetzt einfach so lange, wie es noch Bock macht. Momentan habe ich noch Bock. Aber nicht ewig. Sag ich dir gleich schon, wie es ist. Der Stream heute ist übrigens... Was ist denn jetzt wieder? Zückt der auf jetzt da? Ja. Stream heute ist natürlich gedacht zum Metamore, damit wir so nächste Woche am Mittwoch spielen wir das nächste Mal dann Uncharted. Ich glaube nicht, dass wir nächste Woche da fertig werden, außer wir spielen heute bis um 12 Uhr. Und da Prediction, das kann ich euch schon sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich bin nämlich ziemlich miert. Also da Richtung Wochenende ist der Schädel einfach eingestellt, so mit verdammt, nix, da leg dich hin, du schlaf ich. Und Das wird halten. so, die Frage ist jetzt, was man, das ist ja doch nicht so, ach Kim, Alter, wie krass gut der scheiß Wasserfall ausschaut, bist du eigentlich komplett besoffen. Ich seil mir jetzt da mal ab und schau, wo es hingeht, ja, da geht's hin. Lass mich ran. Der verdammte Wasserfall schwappt uns wieder sonst wo hin. Ja, da kommen wir nicht weiter. Und nächste Woche wären wir da auch noch nicht fertig. Ich glaube, es wird sogar eng, wenn wir heute bis um 12 Uhr spielen. Und, wie kommen wir jetzt so hin? Und dann wird's auch, selbst dann wird's eng. Es liegen noch ungefähr seit heute, Anfang heute, 8 Stunden vor uns. Das sind 4 Streams. Und da möchte ich gerne einen vorwegnehmen heute. Wohin jetzt? Indem, dass wir da ein bisschen alleine zipfen. Weil, es wird nicht langweilig, aber ich bin einfach Variety-Streamer, wenn man so will. Und ich mag das auch selber nicht, ständig die gleichen Spiele spielen, auch wenn es gut sind.
Und man merkt es dann natürlich auch, wenn nach dem 4., 5. Stream nur in Anführungszeichen, immer noch ein Haufen Leute brauchen. Das sind auch jetzt am Freitag auf Nacht 750 Leute da. Das ist mehr als normal. Normalerweise haben wir am Freitag so 600. Und weil ich da auch schon mal, ist mir auch schon mal angekreidet worden übrigens, dass ich mich da nach euch richte, ja, wie die Zuschauerzahlen sind. Ich meine, natürlich richte ich mich da nach euch ein wenig. Wenn es euch keinen Spaß zum Zuschauen macht, dann macht es mir auch irgendwann keinen mehr zum Spielen. Und mittlerweile bin ich ja selber so ein bisschen in der Bringschuld, so ist das nicht. Es gibt hier haufenweise Mitglieder, die gesagt haben, hey, ich finde gut, was du machst. Und wenn die zu mir sagen, mach das, dann mach ich das. Und wenn auf einmal die nicht mehr zuschauen, dann weiß ich, hey, stimmt was nicht. Die Frage ist, wie ich da jetzt weiterkomme. Was ist denn das für ein Kasten? Da stirbe ich wieder unten. Ich weiß ganz genau, was es ist. Aufhört jetzt wieder vor mir geheißen. Das ist auf einmal nicht mehr auf. Da kann man aufhören. Was da gehen? Okay. Okay. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt, da habe ich nicht ganz verstanden, wie mir das angekreidet wurde. Aber ich nicht verstanden. Oh, da hinten der Dingling zum Einsammeln, ich sehe schon. Hashtag Dingling. Das ist der chinesische Achievement-Beauftragte. Wenn das so ist, Daisy, wann Daisy? Es gibt auch Dinge, die ich konsequent verneine. Und Daisy wird sehr lange Zeit nicht mehr geben. Und wenn... Wo immer ich jetzt da oben angesprungen bin, und wenn, dann nicht auf meinem eigenen Server. Liebe Freunde, seid mir nicht böse. Aber das tue ich mir so... Da ein Krebs! Da ein unsere Krebs! Er steht Krebs. Ab in den Chat. Na, schreibt es nicht rein, dann meint YouTube bloß wieder. Ich habe ein Fernrohr gefunden. Gibt's da sonst noch irgendwas? Meint YouTube bloß wieder, es ist ein nicht familienfreundlicher Stream, wenn wir da jetzt Krebs reinschreien. Mit 2B ist in Ordnung. Sprengen. Wenn dann mit 2B. So, jetzt gib ihm. Haben Sie rein, guter Mann. Haben wir zum Metamark gehen. Wir müssen wieder ein bisschen, was haben wir da? Oh, das sind die Pirates aus dem Startscreen. Groß, schlaksig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Gute Ideen, lauter gute Ideen. Schott war halt gerne mal dabei gewesen im Birger Busen-Gulag. Es ist nicht so, dass wir das nie wieder machen. Aber ungelogen. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, da habe ich oft nur im Podcast habe ich es oft genug erwähnt, weil übrigens unseren Podcast noch nicht kennt, vielleicht ist mal irgendjemand dabei. Suchst du mal auf YouTube nach Speziwirtschaft, da sitzen wir mit 2 Kumpels dort. Über den wir vielleicht Arme schmerzen müssen. So. Pech, ja? Bald. Zumindest. Ich hab keine Zeit zum Lesen! Leg's ab. Passt dem schon. Muss mich hineinlunzen. Der Server hat mich gescheit geschlaucht. Ich sag das, wie es ist. Ungelogen. Da habe ich so viele Stunden eingeschissen, dass wenn ich woanders investiert hätte, war es besser gewesen. Ich sag das, wie es ist. Das hat am Anfang sehr viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es gar nicht da. Also, sonst war ich ich habe Weihnachten immer Urlaub. Das ist bei uns auch was Besonderes. Das ist vielleicht arbeitet jemand im Handel, der weiß, dass man im Handel immer Urlaub haben kann, bloß nicht an Weihnachten. Und mittlerweile ist das halt so. Und dann mache ich auch hier eine Pause vom YouTube da. Oh, da ist was zum O-Krack. Da ist was zum O-Düdeln. Jetzt passen wir auf. Was kann das? Müssen wir jetzt den Piratenscepter frei machen. Jetzt? Den brauchst du bestimmt nicht. Nicht umeinander pimmeln, Meter mal bitte. Nicht umeinander pimmeln. Sie haben den Kletterhaken aufgenommen. Und jetzt greifen Sie nach einer porösen Oberfläche und drücken Sie Left Control, um den Kletterhaken hineinzustoßen. Das ist ja geil. Ja, das geht. Ja, und jetzt? Dann müssen wir jetzt weiterkraxeln. Das lässt du mir nicht. Lässt du mir nicht? Oh, daneben gestorben. Ich bin jetzt so nicht weiter. Müssen wir vielleicht nach rechts umspringen, hä? Oh shit. Echt jetzt? Okay. Den brauchst du bestimmt nicht. So, nochmal.
Und dann habe ich kurz vor der Weihnachtspause da herin den Server gemietet. Und den ganzen Urlaub nichts anderes da. Das hat sich zu dem Zeitpunkt des Urlaubs noch nicht schlimm angefühlt, aber danach, dann wie der Server gekommen ist. Das war einer, das mache ich nie wieder. So. Kann ich jetzt da... Okay, jetzt haben wir es verstanden. Kann ich da dann springen? Ah. Ja, oh, da kommt mitten nach so langer Playtime kommt nochmal so eine neue Kraxelmechanik dazu. Das ist schon krass, gell? Das muss da schon klar sein. Okay, man kann springen und das Ding reinhauen. Ich verstehe. So spät kommt da noch so eine Mechanik dazu. Okay, warum nicht? Da. Oh. Oh, wow. War knapp. Okay, rauf mit dir. Und das mache ich nicht nochmal. Wenn man so will, es ist ja, das da als Arbeit bezeichnen, ist immer schwierig. Ja, natürlich ist das schwierig. Man, das ist mit anderen Leuten klopfen sich halt aufs Hirn und sagen, halt auf dein Maul. Aber nichtsdestotrotz hast du immer den Kopf da. Das ist wie, wenn die aus der Arbeit im Urlaub jemand anruft. Das ist nicht wirklich schlimm, aber du wirst halt immer so ein bisschen daran erinnert und so weiter. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh no. Oh no. Und das hat mich gescheit geschlaucht. Leckt mich am Sack und deswegen der mir das nicht so schnell nochmal. Das sage ich dir, was ist. Das nächste Mal, wenn ich mir Urlaub nehme und da frei nehme, Okay, Leute, falscher dann Alarm. bin ich weg. Aber haltet die Augen offen. Los. Oh, da können wir jetzt wieder Sneaky machen, ja? Oh. Können wir jetzt wieder Sneaky machen. Deckt mit dir, wenn ich jetzt da springe. Da kann man aber einfach wieder wild drauf losballern. Oh, ich hab nichts zum Ballern. Okay. Und wen von Ihnen haben Sie gesehen? Den älteren Bruder. Hat ein paar von uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Sind Sie eine Leiche? Wenn jetzt der dann Kantenführer geht, kann ich ihn runterziehen, oder? Haben Sie das Wrack überlebt? Oh shit. Sie haben mehr Glück als Verstand. Ja. Komm. Und tschüss. Oh! Der Wichser kann sich einhalten, der spitzt du, oder? Machen wir so. Oh, wieder so. Der geht da sicherlich auch vorbei. Der war mal sneaky. Eigentlich haben wir ja zum Metamar gekommen, hat's geheißen, ja. Ah, shit, jetzt muss ich wieder. Das werde ich zeitlich wahrscheinlich nicht schaffen, dass ich da noch umkomme. Warte mal. Gangen sie nur YouTube finanziell aus, nur YouTube alleine nicht. Alles miteinander schon lang. Da, haben wir auch schon 1000-mal drüber geredet, da ich extrem sparsam lebe. Haben wir uns auch im Podcast schon mal drüber unterhalten. Ist da auch nicht viel nötig dafür. Auf alle Fälle tun wir das nicht nochmal. Im Prinzip habe ich seit August bin ich am Durchwerken. Und das macht sich langsam bemerkbar. Oh, du fällst das mit runter. Was ist da sonst jemand da? Oh, sagt mir da hinten. Kann man sich von hinten anschleichen und auf F drücken und die Leute umprügeln? Also wenn du das sneaky schaffst, ist das nur Pro-Gaming. Das wollte ich ja nicht, Barbarian. Das werden wir mir so machen, so wieder, wie es ist. Oh, das ist aber viel. Da haben viel. Der ist jetzt ein bisschen ein Problem, ne? Diese Moskitos. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin nicht. Schätze im Wert von Millionen, darum geht's. Ja, da oben können wir wieder schwierig. Wenn wir weiter Märchen nachjagen, gehen wir noch alle drauf. Vor allem, weil der Trottel da, ich weiß nicht mehr, wie der. Ich probiere jetzt einfach, was ich sage, dass was ist. Scheiße, was war das?
nicht. Oh, shit, ich wollte nicht aufgehen. Ich wollte... nein, das wollte ich alles nicht. Wo ist denn mein Quar? Ach, fuck, und ich wollte nicht aufgehen. Ich wollte... Weißt du was? Einigermaßen war es schon gegangen, glaube ich. Es ist auf alle Fälle machbar, aber das kostet mir jetzt 2 Zeit da, das habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ein sneaky Versuch ist drin. Anfang war gar nicht schlecht. So, was ist? Kann ich mich da... Oh shit, keine Deckung. Ja, natürlich vor der Haustür schon, das muss man mir aber sagen. War noch jemand unten, ich hab ihn genau gesehen. Wo ist er? Da ist er. Nein, so nicht, Freundchen. Was haben wir da? Ein FAL mit Zielfernrohr. Aber zielen tue ich sowieso nicht. Zielen tut er bei uns keiner. Ist das schon die gleiche? Das ist ja gar nicht die gleiche. Die Waffen da, die haben mir ziemlich gut gefallen. Die macht ziemlich viel Schaden. Nobody talks about your One-Taps. But you. Die singen immer nur, wenn ich stirb. So klar. Wird zum Beispiel jetzt gerade fast. So, jetzt kümmelt man mit da auf. Wir haben da noch Besi. Ach du Scheiße. Wenn man einen Sniper am Sack. Oh Mist! Wow, das ist zu nah. Wow! Sag mal, wie viel Schuss hältst du aus, du dämliches Arschloch da oben? Ja, mit dem jetzt da. Eigentlich müssen wir uns wieder verstecken irgendwo, damit die wieder aufhören zum umeinander schießen, die Trottel. Verflucht! Oh mein Gott, jetzt. Oh, da liegt was. Der hat eine Scheiße MG, der Wichser. Der Sniper ist auch ganz unvorteilhaft! Wer braucht einen Sniper, wenn er Pistolen hat? So, was haben wir jetzt mit dem MG-Kasperl? Na, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht, aber... Damit da irgendwas her, was wir brauchen zum Schießen. Was ist denn das? Das ist ein Schrotflinte. Ist das... Hat er mit einer Granatwerfer oder was ist denn mit ihm? Jutzi, fix. Jetzt müssen wir da mit der Pistole umeinander pimmeln! Oh, Scheiße! Himmel hackert! So, Schluss jetzt! Tu dir das Ding weg, was ist denn das für ein Schrott? Haben wir es jetzt beieinander, ja? Müssen wir jetzt da rutschen und dann... Hey, wir haben ja nicht gestorben, wir keinen Ton hören. War vielleicht ein wenig unkampert.
Hurensohn-Gameplay. Aber es war Gameplay. So. Hat der Sniper seinen Scheißdreck droppt. Ja, wo ist denn der gestanden? Da irgendwo im Eck um. Ich möchte das scheiß Sniper gewinnen. Mit dem kann man glänzen, hat's geheißen. Wie viele Schuss haben wir da? 9. Wir da so rumliegen? Ah, nehmen wir. Nehmen wir. Schauen wir mal. So. Ja, mit dem kann man glänzen. Das wird jetzt gleich ausstellen, nicht so bei heute einen guten Tag haben oder nicht. Was haben wir da? Nicht dem. Oh, ich auch nicht haben. Weil wir hinten fahren weder da noch da irgendwo Munition haben. Aber Pistolenmunition, glaube ich, geht da nicht aus. Glaube ich. So. Hier. Waffe. Waffe. Ja, da schwing das Ding nach Dingelfing. Hallo, grüß Gott. Und sobald da jemand auf mittlere Distanz ist. Okay. Wo lang? Ja, wo lang? Gib bloß links und rechts. Laberst du? Hey. Wow! Was? Fuck you, Vogel! Doch am Arsch dann. Aber der. Oh, da haben wir wieder was gefunden. Ah, was ist das? Was ist das? Nehmen wir mit. Her mit dem Schund. Was auch immer es ist. Wow. Rein in das Tagebuch. Ganz schön düster. Fucking Vogel. Der Vogel hat sich gerade für all die Jahre, all die Jahre gerecht. Erfolgreich, muss ich zugeben. Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Nein! Nein, nein! Spell macht mich fertig. Geil, wie viel Sepp, die hab ich total übersehen. Manche Alte, der Alt kriegt mit der Zeit ein poröses Stein, den man braucht, um es zu erklingen. Ah, so. Merci dir. Oh, der Russe, man ist so trauen, so der Gau. Ich hab so viele Leute übersehen, was da los ist. Hallöle, was ist denn bei der IC passiert, dass du so dagegen bist? Hab ich was verpasst? Du bist okay. Nein, es war einfach utopisch. Ich so schnell nicht so. Utopisch. Und es ist wieder ein riesen Scheißdreck ausgekommen. Umeinander jammern hier, umeinander jammern da, wie Auf heute. uns wartet dein Schatz. Und das tue ich mir nicht mehr. Das ist Warte nur mal, kontraproduktiv, sonst gar nichts. Was tun wir hier? Der Gauli mehr wieder entwickeln. Ich hoffe, was hast du denn für einen Film geschaut? Ich hoffe, du bist liegen im da. Indischen Ozean. Ja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Cooles Kapitel Uns übrigens. doch ganz gut gehalten Haben wir, bisher. doch, haben wir gestorben? Ja, einmal habe ich dann hingekriegt. Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du Da noch? hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines komm, Lebens. darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Dune, was sagst du? Ich hab nämlich auch schon gesagt. Was? Genau meine Rede, Frau Steffi. Der Sam drängelt ein wenig verdächtig. Ja, er ist ein bisschen sus. Heilige Scheiße. Und auf einmal ist er doch wieder da, der verdammte Piratenschatz. Wer hätte das gedacht? Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ja, da hinten Holzfuß von dem und den scheiß Papagei, der mich gerade erschreckt hat, dem bin ich nur eine Kugel schuldig. Da! Fucking Papagei überall! Makaken! Du weißt, das sind Leben Uhren, hat's geheißen. Ich weiß. Da ist auch noch was am Boden drin, schon. 2 Schlüssel. Merkt man es gleich einmal. Stinkt schon wieder nach Rätsel. Stinkt nach Rätsel. Ah, da schau mal hin. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben.
Ja, vor allem, wenn die anderen da schon wieder umeinander gekrebst haben, dann haben die bloß 5 Meter weiter gewesen, die werden das auch nicht übersehen haben, nehme ich an. Der Bobergei. Gut, ja, die Bobergei. So, wo haben wir jetzt da? Einfach, oh, kann man sich da in den Schlitz einzwicken? That's what she said! Sam, hier oben. Ich komme. Ja, dann springen wir halt in den Schlitz ein. Keiner zu Hause. Wenn wir nicht durchkommen, wenn bloß draußen durchkommen, was ist denn diese Streckbank? Ja, ganz besonders das Dach. Na, Irgendein hoffentlich fällt Bauton, es uns nicht auf ist aber zusammengehen, das sagt die. Das sag ich dir. So, was mir da jetzt so in Tee hin. Möchtest du wenn das ganze Bude einstürzt? Ja, ich sag, ich fand ihn gut, mit guten Wendungen, mit denen man. Ich kann jetzt dann nicht mehr weiter drüber schmerzen, weil sonst muss ich spoilern. Das mache ich natürlich nicht. Der hat eine unfassbar krasse Wertung auf IMDb, Dune 2. Da, wo mich nur interessieren, also mir ist. Der Film ist gut, mal abgesehen davon. Aber dass er eine Wertung, ich glaube 9,1 oder auf IMDb. Bin mir nicht sicher. Also 9,1 ist zwar schon hardcore, gell? Nicht mal die Verurteilten, glaube ich, hat über 9. Und die Verurteilten und Forrest Gump etc. sind die besten Filme, die jemals gemacht wurden. Wer was anderes sagt, ist übrigens ein Ahnungsloser. Komplett. Also Fights, himmelweit Fights da. Und mit himmelweit meine ich, der Himmel ist echt weit. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken, als wären wir den ganzen Tag da umeinander gewuselt. Ich weiß nicht, wo wir wieder umeinander rennen. Eine Kiste, ich weiß was. Kiste, ich weiß was! Das schieben wir jetzt einfach. Schieben wir an. Aufgepasst! Du schieben wir an. Kiste! Sind wieder im Geschäft. Wieder im Geschäft. Rein ins Geschäft. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da umeinander laufe. Oh, Aussicht genießen. Ich würde ihm jetzt 7,5 in Richtung 8 von 10 geben. Ja, mir gefällt der erste tatsächlich besser. Der zweite, ich finde ein bisschen zirkel. Da wird schon fein gearbeitet und es passiert nicht so viel. Der erste gefällt mir besser. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, Wilhelm was? hat sich aber einen ob ich kleinen das Fakt, hören den lese ich möchte. gleich vor, wenn die Cutscene vorbei ist. Die Battalia. Libertalia! Das lange verschollene, legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Wir haben tatsächlich gerade die Piratenstadt gefunden. Was ich faszinierend Wo willst finde, du anfangen? wir haben da ja in der Moderne. Wie wär's Wir mit hatten dem die Gebäude da Google Maps drüben? noch nicht gesehen. Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Also Glocken, ich seh's genau. Glocken sehe ich immer als erstes. Kapitel 14! Mit mir im Paradies. Und da die jetzt, was mir oben. Wie viele Kapitel gibt's insgesamt? Das habt ihr schon mal gesagt, ich glaube 22. Für dich also sprachlos. Wenn wir jetzt bei 15 sind, dann haben wir 16, 17, 18 und dann brauchen wir noch 19, 20, 21, 22. Ja, also 2 Streams brauchen wir auf alle Fälle noch. Und ich bin also ein bisschen dafür, dass wir es dann innerhalb von 2 Streams fertig machen. Egal wie lange das dauert. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Das ist wirklich eine riesen scheiß Bude, Alter. Wie soll es denn da weitergehen? Bist du total besoffen, guter Mann. Alcazar hat das anders gesehen. Mit dem Labern kann man, wenn ich nicht laufen. Ich Spring genieße aber jetzt da. es. Aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Und Kapitel Okay. werden ja gefühlt immer ein bisschen länger pro Kapitel als kürzer. Also die sollst du fertig spielen, das wird nur echt geil am Schluss. Ja, also wenn, mitten im Kapitel hören wir heute natürlich nicht auf. Das der wir nicht. Aber das Kapitel spielen wir auf alle Fälle noch und dann ist ein schöner Cliffhanger bis zum nächsten Mittwoch. Und dann denke ich, dass wir es am Mittwoch in der Woche fertig spielen. Und wenn wir gar nicht fertig werden und immer nur, was weiß ich, in 3 Streams bei Kapitel 19 sind, ja, dann müssen wir nochmal reinhauen. Das hilft eh nicht. Ist jetzt nicht so, dass die Spielkatze schlecht ist, dass man es gar nicht gehen kann. Und das geht's ja gar nicht. Aber ich hätte dann als gern führt hier wieder ein Weg etwas oder frischen sowas Wind. Was das eben ist. Wir haben zuerst ewig, ich weiß jetzt auch nicht, was man das da sagt, aber das Bücherregal da unten. Will man das jetzt was sagen, dass ich da reinschaue, oder? Das da rechts und dann oben, oder was? Such die Taverne und setz dich auf die Stühle.
Kann man das machen? Hey Sam, sieh dir das an. Ist das eine Taverne? Oh, schau, was wir gefunden haben. Schwert! Hier sind ein paar Entermesser. Oh. In Fachkreisen Entermesser genannt. So, jetzt muss ich schnell vorlesen, was Mila Mausi geschrieben hat. Kleiner Fakt: Die Geschichte um Libertaria existiert wirklich. Lese mich da gerade ein. Es ist immer noch umstritten, aber der angebliche Schatz wurde bis heute noch nicht gefunden. Schön, wenn das echte Sachen sind. Also vermeintlich echte Sachen. Hoppstopp mit Shift-Deckling. Du wirst doch wissen, wie ein Wirtshaus ausschaut. Ich weiß nicht, wie bei dir eine Wirtshausruine ausschaut. Aber das ist eine Schmiede gewesen. Ja, nein, ich weiß. Das sollte nur Genau, genau. Bist ein mieser Pirat. Da hat der Hocker, das kleine Hockerl hat kurz die Physik ignoriert. Ist das ein Wirtshaus? Nein, da haben Pferdl drin. Das schaut doch nach Wirtshaus aus. Was steht Hey da? Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Oh, der ungeschriebene Verhaltenskodex für Piraten. Oh, steht da vielleicht was Nützliches drin? Did these slavers, murderers and thieves actually follow these rules? We who deserts Libertalia in time of battle shall be punished by death. Recht haben's. Fahren sie da gleich. Oh, da schaut's doch gut aus. Oh, das schaut auch nicht so gut aus. Ja, gehen wir mal hinten weiter und das hilft auch nicht. Irgendwo wird schon durchgehen. Irgendwo wird schon, da geht der Treppmaffe. So, na, gehen wir da oben. So, da haben wir noch was. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer Soll das markiert Symbol? diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich Pali, Stoßstange meines. Diese Leute Meins hatten Stoß. bestimmt Was? viele Feinde da draußen. weiß. Kann schon sein. Mal noch mehr einen Tagebucheintrag. Maybe there's some truth to the whole Nate, sieh dir parrot das thing. an. Bauen Dings. What is this symbol? Haben wir einen Totenschell mit 3 Strichen am Kopf. Und ist da oben wirklich ein, da ist wirklich ein Hab ich schon Papagei gefragt, wann drin. du auftauchst. Ja. Wir in The Last of Us. In so eine Zwischendinger, dass immer zum Blät. Jetzt habe ich zu spät gedruckt, ich Vollidiot. Ach, verdammt. Da haben wir eine Rüstungsschmiede. Was haben wir da? Schlagring, Schloss. Oh, ein Geschlossi, hä? Aha, super. Spitzengasse. Was haben wir da? Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten Da ist nur was ins drin. Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Da ist was Piraten, drin. die ein Gefängnis haben. Wie kommen wir da rein? Ja, so ist das. Wie kommt man da rein? Arschlöcher gibt es wohl überall. Arschlöcher everywhere. Ich geh halt jetzt auf Zeiten, du. Ich darf genau siegen. Komm. Geh halt jetzt auf Zeiten, du! Kackfrisur! So, dann da stehen wir mitten in der Kuh drin. Ja, das schaut doch gut aus. Das schaut doch vielversprechend aus da. Ah ja, haben wir schon da. Haben wir schon da, wo wir vorher durchgeschaut haben. Lang, mir nach. Ein Wirtshaus habe ich keins gesehen. Wieso habe ich nicht gehört? Wirtshaus gesehen. Oh. Das schaut. ein Tunnel durchzugehen. Mann, ich müssen wir was runterwerfen, hä? Dass das da zusammenbricht, wenn das da schon so knagert. Oder müssen wir unten Hey, durch? Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter Upsi. Sieht aus wie eine Art Versteck. Noch mehr Entermesser und Ratzen. Oh, da haben wir Karten. Musst noch mal zurück. Weiß ich nicht. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Sagt uns garantiert auch irgendwas. Aber da habe ich jetzt ein Zwing auf die Map aufpasst, dass ich. Da haben wir wieder so, das ist wieder das Symbol. wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja. Jetzt erst da, wo ich reingekommen bin. Na, schade. Geheimgesellschaft. Vielleicht kommen wir nochmal vorbei. Aber ich glaube, ich komme nochmal zurück, weil hinter uns ist eingestürzt, oder nicht? Gehen wir nicht weiter, aber da liegt auch wieder irgendwas zum Sammeln. Mei, gehen wir heute nicht den ganzen Tag im Weg umeinander, Bruder. Hm? How about that? Da kommen wir nicht mehr raus. Dass da muss weitergehen. Ja, schade, hilft nicht. Shit happens. Blöd. Bobber blöd. Irgendwie müssen wir aufkommen. Ah ja.
I think I have found it. Dann ist da hinten wahrscheinlich das Collectible. Hey, Mr. Collectible, what do we have here? Was wir da immer für seltsame Sachen finden. Was ist denn diese Schnupftabakdosel? Ein wenig ein Schmeizler. Schmeizler, Pix. Da ist schon wieder Vogel. Hab ihn genau gehört. Komm ich da irgendwo auf, ohne dass ich... Na. Bevor ich mich da jetzt wieder irgendwo in den Abgrund seile, ein Haufen Da Särge. kommen wir raus. Gottes Willen. I have a very bad feeling about Mal this. los. Oh, das wollte ich nicht. Alter, wie oft dass ich schon wegen der Shift-Tasten gestorben bin, möchte ich überhaupt nicht wissen. So, der Topf bleibt jetzt aus, weil vorher habe ich mir schon 10 geschrieben, die stimmen sowieso nicht. Ist eh wurscht. Okay, dann mal los. Entschuldigung, Herr Connect, Sie haben nichts gesehen. You don't see shit. Okay? So, da sind wir nun. Da geht's für oben. Hoppala. Starker Topf. Guter Topf. Ja, aber wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Heilige Scheiße. Wow! Hey, Die Scheißbude ist fucking da ist riesen. noch mehr von der Kolonie. Kommt das Bruderherz auch mal. Ach du Scheiße. Hier sind noch mehr Gebäude. Ja. Ich glaube, dass wir uns die Sneakerei halt sparen, oder? Ja, sparen wir uns. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ja, dann Bleiben. Okay. Ich kann sie sehen. Ja, jetzt hat er Zug. Das ist nix. Wie viele Schuss haben wir denn da? Oder mehr. Oh, kein Headshot. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. So, können wir mit da durch? Wie viele Schuss haben wir noch? Jetzt haben wir mal mit der Pistole wegen Kühl. Headshot. Das war's. Scheiße, keine Munition mehr. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab sie. Durchsuch dieses Gebiet. Hey, eine Spur von ihnen? Nein, nicht. Hab sie gefunden! Wo hat er mit den Oh, das ist meine Brille. Entschuldigung. Verpissen wir uns einmal da. Waren gerade da drüben. Ich sehe keinen. Verstanden. Ich sehe keinen. Ziele gesichtet. Ah, wo springst du umeinander, du Idiot? Die sind da drüben lang. Worauf wartest du? Verstecken wir uns in der Es sind Rolle. noch mehr Shoreliner. Wow! Na wo? Mein Gott, verpiss dich jetzt endlich! So, wir kommen. Wo ist denn? Wo? Oh, fuck. Au! Mal halten. Steckst in der Scheiße. Ah, no! Ach, da ist einer neben mir! Ach, okay. Ach, geh! Jetzt ist das Spiel schon wieder abgekackt. Was ist denn da heute los? Das haben wir die ganze Zeit nicht gehört. Klassische PC-Ports offensichtlich. Goddammit! Wusa. Sie haben nichts gesehen. Das war schon so. Jetzt klar, dass ich da habe, das Geld. Uncharted Bug Simulator 2. Ja, langsam wie ein wenig lästig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist halt einfach, das nervt hart.
In dem Abschnitt musste ich viel bewegen. Ja, ich hab's versucht. Aber dann ist auf einmal hinter mir jemand gestanden und ich hab's nicht gespannt. Jetzt haben wir doch schon 7-8 Stunden eingesperrt und es ist noch nicht einmal abgehackt mitten unter dem Spiel. So. Naja. So, haben wir unser Knarre noch. Und so, wir haben wieder an derselben Stelle, oder was? Mist, noch mehr Shoreliner. Der reiche Kerl hatte recht. Da kommen sie! Scharfschütze, runter! Da kommt jetzt der Wind jetzt da hinten. Welcher Kerl kommt? Au! Wo? Wow. Links. Nein! Okay, Alter. Wie viele Kugeln halten der Huren? Wie viele Kugeln halten der Huren aus? Werfen wir mal eine Granate ins Gesicht. Das ist mir Mehr Shoreliner. Oh, shit. Ja, wo ist der Typ mit scheiß Panzerung? Sehr gut. Lebt der Typ? Bist du? Weil der Panzerungstyp, der versteht überhaupt keinen Spaß. Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Ich seh keinen Musis aus. Alles klar? Oh, was hat denn der? Der hat die fette Schrotflinte. Die ist schon fett, so ist es nicht. Aber die Einzelschussgewehre, die gefallen mir in den anderen Shooter, gefallen mir die eigentlich auch ganz gut. Wenn da das Zeug Oberkörper aufwärts. Da ist noch so ein Jahr. Wie viele Schuss haben wir da? 9. Nein, dann nehmen wir lieber das. Dann nehmen wir lieber das da und schwingen wir uns da. Aber wobei, da liegt noch ein Scharfschützen-Sepp. Ist da noch hinten, gell? Einmal. Moment, ist da. Ja, nimm's. Nimm's ja, ey! Oh, da haben sogar 2. Machen wir zuerst so. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich erst die oberen nehmen sollen, wir Vollidioten. Der Hauptvollidiot bin in dem Fall ich. Aber das. Aber. Diesen hier? Nehmen wir mehr aufgekraxeln. So. Dann haben wir da nur ein wenig am Mund und dann schauen wir mal gar nicht so schlecht aus. 15 Schuss sind 15 Tote. Sag ich dir, was ist. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Einen blassen Schuh, wo wir hin müssen. Hey, guter Brudermann. Guter Brudermann. Geht nichts über gute ABP. Er springt oben. Wieso oben? Da haben wir tot. Das ist nichts. Gehen wir damit um. Was weiß ich. Schauen wir mal. Pistole. Oh, das schaut gut aus. Schaut gut aus. Da liegt der Ziel. Das ist generell gut. Mal gleich mal mit. Henry Avery wurde zu seiner Zeit auch König der Piraten genannt und war einer der wenigen Piratenkapitänen, die mit ihrer Beute unbeschadet entkommen konnten. Da hat es offensichtlich nicht recht viel gegeben früher. Ist heute nicht recht viel anders. Da wird instant drauf geschossen. So, da springen wir jetzt einmal um. Ist mir wurscht, ob es da lang geht oder nicht. Aber jetzt wagt da haben wir schon wieder so Stangerl-Dinge. Was da sind wir wieder umgekommen. So diese Witze. Das ist selber nicht. Na los, Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Ah, stopp. Zurück aus. Ist ja gut. Komme schon. Nicht schwingen. Machen wir so. Okay. 1, 2 und spring! Naja, da setzt dann immer kurz die Physik aus. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Da. Hey, da vorne sind noch ein paar. Wo sind denn da noch ein paar? Über Scharfschützengewehr, da. Geh mal aus der Kamera, du Trottel! Nein. Wo ist noch einer? Ich seh. Da ist einer, da schießt er. Ich seh. Also, er sieht mich schon. Oh, der war da. Disgusting schlecht. Was ist da noch einer? Das kann mehr. Muss ich aus. Da. Was haben wir noch? Was haben wir da noch? Gib ihm. Ja.
da umspringen? Ist das der verdammte Ernst? Ja. Können wir wohl. Ah, okay, ich verstehe. Achtung. Ah, hoppla. Ja, machen wir einfach diesen hier, okay. Wow! Das war wieder mehr Dusel als Männer, bleibt wachsam. Weiß nicht, was Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Als schön sau für Chefin. Linke Seite. Linke Seite, ich sehe, ich kann ihn nicht sehen. Wie werden es denn wieder sein? Keine Ahnung. Kriegen wir uns jetzt da? Oh shit. Was ist los? Hey, hörst du mich? Was ist los? Was ist los? Hey, hörst du mich? Nö. Okay. Tschüss. Da einer ganz viel busy. Lol. Ja, jetzt mit denen. War wieder viel mehr Dusel wie Verstand, als ich das dachte. Wie der man jetzt da am Gescheitern, was ist denn mein? Da war doch auch gerade noch etwas, oder? Ne? Moment mal. Du bist ja schuld dabei getrennt und da bist mit ihm. Hey, bist du da? Nein, ich bin nicht da. Komm. Hallo. Sag mal! Vorher verrannt's mich, dass du sagst, gibt's das? Und jetzt ist so einer Pläne mit der Hunde! Sag mal! Ey, Meister! Ah, ich muss smashen! Oh shit. Oh, wir nicht uns schießen müssen. So, haben wir noch mehr? Wo? Gegner wo? Gegner wo? Gegner wo? Ich laufe im Kreis. Ich laufe im Kreis. Ach, da unten? Lol, was ist mit dir? Schaut an die, wir haben jetzt alle einen Schlaganfall, oder was ist denn der denn? Ah, was? Wo? Ah! Wenn du etwas findest, sag Bescheid. Wow! Wenn du was schießt, der mit... Oh, da ist der Schroblenmann! Da, der Schroblenmann! Ah! Schroblenmann, nicht gut! Sie sind da lang. Wo ist der Schroblenmann? Schroblenmann? Ich hab sie verloren. Wer geht mit der Suche? Ich sehe dich. Ich muss weg, der Schroblenmann! Wo ist der Schroblenmann? Da oben ist der Schroblenmann. Wow! Was? Wo bist du denn? Ja, Meister, was soll ich nur? Alter, ich hab da gerade mit dem Scharfschützengewehr in die Fresse geschossen, du Hurenmal! Das war's. Da tust du gar nichts mehr! Gehen wir lieber weiter. Kackvogel! Verdammter Schrotflintenmann! So, wo müssen wir hin? Wo? Da oben? Glaube ich nicht. Auf zu! Check's grad nicht. Check's grad nicht. Haben wir wieder maximal verwirrt. Da haben wir hergekommen. Da müssen wir irgendwie aufziehen. Gehen wir wieder mal da durch. Was weiß ich nie. Damit Scharfschützenbude raus. Damit bin ich behindert. Ich check grad nicht, was weitergeht. Da bin ich verwirrt. Bin ich verwirrt. Ist da das Maximum? Nein, ist nicht. Ja. Macht auch Sinn, da ein wenig am Schrank rum. Da vielleicht um mich, hä? Schauen wir mal. Sag mal. Ich verstehe. Ah. Da ist irgendwas zum Grapple-Hooken. Okay, mal sehen, wo es weitergeht. Ja. Dass irgendwas weitergeht. Da hinten vielleicht? Da, ja. Ja. Schauen wir mal. Nicht so viel haben wir noch. Was ist da? Hier. Ah ja. Haben wir schon. Wo ist es, der Bruder Depp wieder? Schau, jetzt dazu kommst du da Kruzifix. Na los, fertig. Ja, der gute alte Kantenmaler, der wenn er mal nicht da ist. Ist er wieder der Teufel los. Ich glaube, es kann im Bauen jetzt einen Questmarker. plus Wegfindungssystem per Breadcrumb-Linie. Danke.
Wo muss ich? Achso. Ja, und jetzt? Wo schaust du? Wirst du schauen? Da oben. Hallo? Was ist da oben? Da ist nichts. Bist du behindert? Da ist kein Kantenmaler nicht da, bin ich verwirrt. Und mir kann man. Ah, da kann man. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, geht's tief runter. Muss man nicht kraxeln, wenn man so wieder. Ja, klar. Alles gut. Und dann ist die leicht gemacht. Okay. Wollen wir ein wenig lassen, kurz? Oh! Das ist eine gute Idee, die ist zuverlässig. Pass auf, wo du hintrittst. Das ist schön heftig. Das ist nichts für mich. Spielen wir mal da so um Sickerl rum. Aha. Das war schon wieder fast ins Höschen hinein. Gedüllt. Warte, Höschen. Es passt schon. Weiter nach oben. Der Hosendreh was. Wir gehen glaube ich um, nicht mit Shift, mit leer. Der Hosendreh was successful prevented. I prevented myself. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. From Hosendreh. Hast geschafft, Sam. Versteh schon. Das gute alte Rein-Raus-Spiel. So, ein Kuhhagen. Ah ja, sag schon. Das mir aber nicht dran, ich war fast da oben gesprungen, das war nix gewesen. Brudi, das war nix gewesen. Birger, trink mal was. Ich hab nicht. So, warte, ich trink. Jetzt geht's wieder. So. Wo müssen wir weiter düdeln? Irgendwo müssen wir düdeln. Da müssen wir düdeln, okay. Da können wir mal düdeln. Dann können wir da in die Bude rein düdeln. Was ist neu? Bin noch genau eigentlich? Ja. Mach einfach, was ich tue, okay? Was hier? Vogel! Irgendwie so sein müssen. Ja, alten Traditionen muss man treu bleiben. Das hilft uns jetzt nichts. Dann gehen wir da weiter. Ich bin eigentlich schon gespannt, dass die Waffen verschiedene Skins haben. Vorher haben wir gescheckerte gehabt. Gegen die Camouflage-Bitchen. Der Bau ist so heiß, der trinkt und das verdampft instant. Absolut richtig. So, jetzt haben wir Wildsau gefunden. Was der mit der? Weiß ich nicht. Da haben wir wieder gar nichts verloren da. Und, gesagt, die Wildsau, scheiß Landgewinns, braucht kein Mensch. Geh jetzt mal auf Zeit da! Himmel, Hagel! Schwingen! Ich schwingen, Alter! Leck ist der geschwingen. Ja, so in der Art. Nein, das wollte nein, soll ich vorher mal kacken, oder? Na, okay, passt schon. Koko! Makaken! Die sind hier bestimmt nicht günstig. Ja, auf Makaken schießt man nicht aus. Denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Auf Makaken Vielleicht hatte schießt man. Libertalia einen Finanzausschuss. So, was haben wir da? Vielleicht haben sie Haben wir da was? Oh, da haben wir wieder so Little die Battle. Die haben wir schon einmal gebraucht, das weiß ich noch. Kann man das kaputt machen? Mehr? Ah, stabiler Pot. Hier oben ist nichts. Hier oben ist nichts. Und auf der anderen Seite, da gibt's was zum Anholen. Aber ein riesen Fenster, kann man doch nicht aus die Düdeln. Nein, kann man nicht. So, jetzt weiter. Kein Mensch sagt was. Ein riesen Lohnenwind. Sagt wieder keiner. Der Bernie schreibt, bei S&P müssen wir für die Skins zahlen. Das ist mittlerweile, sagen wir es einmal, wie es ist. Ja, können wir uns ja mal, kann man ja auch mal drüber unterhalten. Kontrovers diskutieren. Mittlerweile hat sich das so einnormalisiert, dass es in einem Spiel ein Battle Pass oder Skins zum Kaufen zusätzlich zum Kaufpreis gibt. Wann ist das? Es wird sich nicht ändern, da können wir nur so viel umeinander prüfen, wie wir wollen, wie beschissen das ist und so weiter. Grundsätzlich gut finden du es natürlich nicht. Aber zumindest ein paar es gibt Ausnahmen, da wo ich sage, da ist es okay und akzeptabel. Ich muss es ja nicht Was ist dir kaufen. passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Jetzt sollte ich mir schnell normal so Ist, lange wer gelabern. bekämpft wen? Und warum? Oh, haben wir da wieder beim Rätsel. Ja, wir pimmeln jetzt da ein bisschen umeinander. Nehmen wir mal als Beispiel, wo das in Ordnung ist für mich. Path of Exile. Path of Exile ist kostenlos und muss irgendwie Geld verdienen. Ja? Verbündeten finden? Wie Verbündeten finden? Was hat denn hier für... Wie Verbündeten finden? Warum Verbündeten finden?
Was sind wir da? Und was müssen wir da? Ich habe absolut keine Ahnung. Gehen wir in die Kirche ein. Da ist es absolut gerechtfertigt. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Und aber massive Marmor-Däpfte. Wo ist es nicht in Ordnung? Bestes und jüngstes Beispiel. Okay. Diablo 4. Dann. Skull and Bones. Vollpreistitel. 70, 80 Euro aufwärts mit Ja. Premium-Editionen bis zu 100 Euro kosten. Jetzt muss ich Start sein. Alles leer. Cutscene Time. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Hinweise suchen. Das war jetzt aber ein Kurzkapitel. Leer. Kann mir jemand sagen, wie lange das Kapitel dauert? Ansonsten machen wir jetzt noch ein bisschen Blätschmerz und dann darf ich mich schleichen, weil ich miert bin wie Sau. Ich sag das, was es ist. Halt's denn da davon? Machen wir einen Cliffhanger ein. Schmerzen wir noch ein wenig. Schmerzen wir noch ein bisschen über das Pay-to-Win-Thema. Das ist ein gutes Thema. Passt zum Kanal. Betrifft die meisten da herin. Ist okay für alle? Ab in den Chat. Los, los, los. Schneller! Hört man noch davon? Zwischen 6 und 36 Minuten. Okay. Heute war es aber auch stressig, besonders der Anfang. Heute haben wir haben in dem Spiel so oft gestorben. Wie das ganze letzte Jahr nicht in alle miteinander. Aber gut, nein, ist halt so. Ich weißt was? Ich habe Probleme mit der Steuerung. Ich sag das, was es ist. Man merkt natürlich ganz, ganz, ganz krass, dass das für Controller und Gamepad gemacht ist. Sowohl beim Aimen, bei allem. Und dass kein punktgenaues Fadenkreuz gibt, dass ich keinen Punktfadenkreuz habe, wo ich pre-aimen kann ein bisschen, das macht mir extrem zu schaffen. Sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, aber deswegen macht das Spiel nicht schlechter. Story ist nach wie vor, die Abschnitte sind geil, das macht Spaß, das Spiel. Aber in den nächsten 2 Streams müssen wir fertig werden, langsam. Ja? So. Uncharted bei FromSoft. Ja, in Elden Ring haben wir nicht so oft gestorben. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. So, jetzt druckt. Ich denke, das drucke ich voll Idiot. So, Spiel speichern. Wir speichern mal. Sind Sie sicher? Jawohl. Gehen wir zurück zum Desktop. Machen wir so. Dann haben wir noch ein wenig am Blätschmal sein. Und dann der ganze Rest, der sich gerne Gameplay angeschaut hat, das war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, auch wenn das heute ein bisschen oberchaotisch war. Und wir 25.000 Mal verreckt sind. Please don't forget to like an alle neuen Personen. Vielleicht ist ja jemand Neues dabei. Ist jemand Neues da? Ab in den Chat. Please, leave an Abonnement. And subscribe the channel. If you wanted to. Glocken nicht vergessen. Weißt du, was es ist? So, Pay to Win. Nochmal zurück. Also Pay to Win ist generell, vor allem in einem Multiplayer-Spiel, geht überhaupt nicht. Es geht jetzt generell eher gar nicht so um Pay to Win, sondern eher um Thema Mikrotransaktionen und zusätzliche Verkäufe, wenn man einen Vollpreistitel gekauft hat. Und ich finde, wenn es eben diese Premium-Edition... Nein, Mr. Mitchell! Mitchell! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat, Mr. Mitchell, habe ich... Kuss auf die Nuss. Das Barnacle schreibt, stickt's die anderen auch noch zum Spielen? Im Stream wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwann einmal, aber nicht direkt danach. Wie ich vorher schon gesagt habe, steht nun mal auf diesen Stream jede Woche Variety-Streamer drauf. Und wir haben ja gerade erst ellenlang The Last of Us 2 gespielt und jetzt kommt da wieder eins, das 8 Streams lang dauert und die anderen dauern ja auch nicht weniger lang. Darum, vielleicht, schauen wir mal. Wenn es für den PC gibt. Kannst du mir Hugo 2 spielen? Ist wichtig. Retro-Reisebert. Retro-Reisen werden über den Sommer kommen. Weil keine anderen großen Spiele kommen.
Und da werden wir dazwischen immer wieder mal ein paar alte Spiele reinhauen, die ich vielleicht von früher noch kennt, zum Beispiel so Leisure Suit Larry Geschichten. Das ist auch wieder was zum Rätseln, da kann ja jeder miträtseln. Dann riecht der Herr Farr nicht ganz unrecht mit SnowRunner die nächsten Tage. Da hätte ich schwer Bock drauf, weil wir das letzte Mal in Uncharted gespannt haben. Okay, jetzt habe ich verstanden, warum im Dreh umeinander fahren Spaß macht. Schauen wir mal. Ist halt die Frage, ob das für einen Stream was ist, wenn man da bloß 2 Stunden oder vielleicht 2, 3 Runden sitzen, nach 6 Stunden, ob man da überhaupt was zum Sehen kriegt. Ruhe jetzt mit der Rumdonaterei, ihr verdammten Pimmler. Oberlandler Sepp, ich bin schon für Mikrotransaktionen, wenn es an die richtigen geht. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich verstehe die Anspielung schon. Aber da hast du nicht ganz unrecht. Mikrotransaktionen können in Ordnung sein, wenn es nicht unfaire Scheiße sind. Wird zum Beispiel in einem 70 bis 100 Euro Vollpreistitel dann nur einen Shop reinscheißen, wo man am Anfang bei Release sagt, ja, da gibt's nicht viel und die Sets und die Cosmetics, die man da kaufen kann, die schauen mindestens genauso gut aus, wie die du finden kannst. Und darum war ich anfangs Diablo 4 über auch sehr positiv gestimmt, weil erstens, es ist ein Game as a Service. Björn! Schluss jetzt, Alter. Am Freitag schon gleich 5-mal nicht! Guido Pay, was? Guido Pay to Win AVD. Also gut Pay to Win AVD. Bei mir gibt es kein Pay to Win. Soll ich heißen, es wird bei mir jeder gleich behandelt. Egal, ob du mir einen Tausender herscheißt oder nicht. Natürlich lese ich die Nachricht vor da, und öfter wahrscheinlich wie im normalen Chat. Gut, im Prinzip ist Pay to Win. Ja, fuck, da kommen wir nicht aus. Im Prinzip ist Pay to Win, hast du absolut recht eigentlich. Ja, irgendwie schon. Herr Björn, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Und so, Diablo soll sich weiterentwickeln. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, hey, pass auf, wenn der Battle Pass, der da jede Season rauskommt, der kostet 10er. Ja, ganz ehrlich, bei einem 10er ist nichts kaputt und in einem Spiel wie Diablo hang gleich mit 50 Stunden weiter. Oder 100. Und ein 10er für 50 bis 100 Stunden, da habe ich kein Problem damit. Überhaupt keins. Also gar keins. Zahlst einen 10er im Kino, schaust einen Film 2 Stunden an und wenn er schlecht war, herzlichen Glückwunsch. So, aber jetzt wird man gierig bei Diablo. Ich habe da gesehen, es gibt ein Mount zu kaufen für 69 Euro. Ein Pferdeskin, der nochmal so viel kostet wie das ganze Spiel. Und jetzt haben wir wieder an dem Punkt angelangt, Blizzard wird gierig, fuck you. Und das nächste ist, Season 1 war absoluter Schrott, Season 2 ging in die richtige Richtung, darum habe ich da auch 2 Level 100 Chars aufgespielt, darum habe ich in Diablo 4 auch 250 Stunden Playtime, war begeistert und gesagt, jawohl Blizzard, sie hören drauf, sie kümmern sich darum etc. Jetzt kommt Season 3, die ganzen Season-Mechaniken werden wieder verschissen, werden über Bord geworfen, leckt mich am Arsch. Es kommt irgend so ein Pimmelpad mit als Season-Mechanik, das total für den Arsch ist und im Late Game nicht mehr zum Brauchen ist. Und der versprochene Gauntlet, ja, die Rangliste, absolut peinlich. Kommt nicht zum Start von Season 3 wie versprochen, kommt nicht zum ersten Datum wie versprochen und wird dann nochmal verschoben und ist absolut langweilige Rotze. Also ey, Blizzard, Alter, ohne Scheiß. Erstens, wieso ist die Rangliste nicht schon seit Start drin? Was soll das? Was soll das? Und wie schlecht ein Diablo 4 ist mir erst aufgefallen, wie vor 2-3 Wochen Last Epoch gekommen ist. Und ich das für 38 Euro innerhalb von 2 Wochen 100 Stunden Playtime habe. Ich bin, und das war schon lange nicht mehr, dass ich an einem Wochenende, am Samstag, mich um 7 Uhr in der Früh aus dem Bett außer tue, weil ich zocken will. Und jede freie Minute, die ich gehabt habe, in das Spiel eingepimmelt habe. In die letzten, mittlerweile jetzt 3 Wochen. Heute vor 3 Wochen haben wir gestreamt. Jetzt seit einer Woche spiele ich nicht mehr so viel. Ich habe mir auch ein bisschen abgespielt, muss man auch dazu sagen. Aber das darf auch sein nach 100 Stunden. Und wenn dann ein Spiel für 38 Euro, das nenne ich jetzt einfach mal Mittelklasse-Spiel, ja? Ein Double-A-Game. Nennen wir einfach mal die Spiele bis 40 Euro, Double-A-Game. Eigentlich fast ein Indie-Game. Last Epoch ist ein Indie-Game, wenn man so will. Oh. Juhu, bei den Winbürger, alles für die Bürger-Bitches, LG aus Österreich. Marcel, aus Österreich denke ich mir nichts, weil es heißt ja Österreich und nicht Österarm. Bitte. Ich mein sonst schon ernst. Natürlich übertrieben.
Aber am Freitag meine ich es noch ernster. Ich bin da zur Gaudi. Es ist völlig utopisch. Meine herzlichsten Grüße nach Österreich! Und merci dir. Und eine Ruhe ist jetzt, bitte. Dann hebt es euch meinetwegen für einen Montag auf, wenn es unbedingt sein muss. Da gespannt keiner, da ist es eh wurscht. Da ist die ersten 10 Minuten eh scheißegal. Offensichtlich. So, wo haben wir jetzt stehen? Was hast du mir wieder durcheinander gebracht? Herr Ebner, Kruzifix nochmal. Wo war ich jetzt wieder mit meinem Monolog? Kruzifix, ich bin summiert. Jetzt kommt der Wulfric auch noch ums Eck. Was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Da habe ich ein Kind. Wulfric, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, wo waren wir? Middle-A-Game, nennen wir es so. Und da haben in letzter Zeit sehr viele gekommen. Indie-Games, Double-A-Games. Und Last Epoch ist eigentlich ein Indie-Game auf dem Level von einem Double-A, wenn nicht eigentlich fast auf einem Triple-A-Game. Das hat 100-mal mehr Content als Diablo 4 wahrscheinlich die nächsten 5 Seasons bis zum Add-on haben wird. Dann ist in kürzester Zeit Helldivers 2 gekommen, das habe ich noch nicht lange gespielt, da kann ich noch nicht viel schmerzen, aber das ist nicht zur Gaudi auf Platz 4 oder 5 der Steam-Charts. Dann vor einem Monat oder 1,5 Monat oder 2 Monaten Palworld, lauter so 40-Euro-Titel. Und wenn da drin dann noch Microtransactions sind, kosmetischer Natur, dann sage ich da nichts. Dann sage ich da schon fast nichts mehr. Du musst das auch nicht kaufen. Und Helldivers ist definitiv ein Game as a Service, das entwickelt sich immer weiter. Die müssen dann am laufend einfach ein Geld verdienen. Das kann ich nur verstehen. Das ist genau dasselbe, wenn ich, weiß ich nicht, ich gehe einmal zum Edeka zum Einkaufen, leg den einen 50er hin und sage, so, jetzt darf ich mein Leben lang da umsonst das Essen mit heimnehmen. Das läuft halt so nicht. Und selbiges hätte sich auch Diablo 4 verdient. Das habe ich sogar noch gesagt. Die Seasons, wenn geil sein, dann soll Diablo einen 10er von mir haben, alle 3 Monate. Stirb ich nicht. Ja, ich bin nicht arm, gut, ich bin trotzdem reich, aber egal. So, das ist okay, das ist gerechtfertigt, ich schalte mir ein paar Sachen frei, die eigentlich keinen interessieren, aber ist okay. Wenn dafür geile Updates kommen und das Spiel immer weitergeht. Nein, Blizzard announced nach der Season 1 als fucking Add-on und man diskutiert darüber, dass das 100 Euro kosten soll. Dann muss ich wirklich sagen, Blizzard ist einfach tot. It is what it is. It is what it is. Und endgültig gestorben ist vor nicht einmal 4 Wochen, glaube ich, wo der Präsident von Blizzard gegangen ist und die Tussi, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er Tussi ist, aber es ist halt nur mal eine, ich muss sagen, die Tussi, die sich vorher um Call of Duty kümmert hat, jetzt der Präsident von Blizzard ist. Da weiß ich genau, auf was ich mir einstehe. Entweder, dass ich in Hearthstone mit dem Nicki Minaj-Skin umeinander renne, oder Karten League, oder in Zukunft für WoW Dungeons 5 Euro pro Run zahlen. Oder irgendeinen Bullshit, der fällt einer schon ein. Ganz, ganz, ganz schwierige Scheiße. Und darum, wenn so kleine Perlen rauskommen, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, für mich persönlich Last Epoch, ja, weiß ich, Alter, das, wenn sie noch weiterentwickeln, natürlich hat das auch ein paar schwache Stellen, die ich mittlerweile außer nach 100 Stunden, die man noch besser machen kann, UI, Server und so Geschichten, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und dass nach oben noch ganz viel Luft ist mit Sets und mit neuen Skills und Klassen und so weiter. Bruder, dann kauf ich mir da ein Supporter-Pack. Sag ich dir, was ist? Und es ist mir auch klar, dass sich eine Firmen das machen, weil sie Geld verdienen wollen. Das ist ja klar. Natürlich. Da kommt keiner bei, ich gehe auch in die Arbeit. Nicht weil guter Laune, sondern weil ich halt Geld verdienen will. Und da will ich am besten mit so wenig Aufwand so viel verdienen, wie ich kann. Das ist ja nur normal. Da kommt keiner besser sein. Mit ein bisschen Glück bringen uns bald StarCraft 3, das kannst du so abschminken, Alter. RTS ist so tot. Das ist nur toter als Blizzard selber. Leider, das StarCraft 3 wirst du nicht mehr zu sehen bekommen. Und ich auch nicht, sagen wir es, wie es ist. Der Geibe schreibt, Birger, kann mich nur erinnern, dass bei Diablo 4 die Leute für 20 Jahre als Spielzeug kaufen. Das ist ja für die neue Generation, die das alte Diablo nicht mehr kennt. Kann mich nur erinnern, dass bei Diablo 4 die Leute für 20 Jahre als Spielzeug... Das war das Mobile Game. Das ist wieder ein ganz anderes Level. Das war das Mobile Game. Da waren Skins aus Diablo 2 drin, ja. Für 20 Euro. Aber das ist ein ganz anderes Level an Gierigkeit. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Stadi! Pay to win, aber mein Donner vom Anfang nicht lesen wollen.
Okay, tschüss. Nochmal Happy Birthday dem How to Scheißen Video zum 5. Upload-Tag. Ist der heute? Aber das ist heute vor 5 Jahren aufgegangen. Echt? Das ist schon wieder 5 Jahre. Er leckt mich doch am Arsch, Alter. Wir machen diese Scheiße jetzt dann im Mai seit 7 Jahren. Mitte Mai vor 7 Jahren hat es angefangen. Absoluter. Brüder, da war ich noch nicht mit 30. Krass. Heute vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren? Fuck off. Der Wilderer schreibt, ich hoffe, dass irgendwann als MMO von Staudi mäßig wieder 5. Entschuldigung fürs Übersehen, ich hab's übersehen. Entschuldigung. Und zwar, jetzt pass auf, ja genau, der Wilderer hat geschrieben. Ich hoffe ja, dass irgendwann als MMO von Riot Games, dass da endlich was Gutes Neues kommt. Auf das darf ich auch schon lange warten. Wenn irgendwann, nein, nicht ganz, Mr. Dream. Passt. Du hast in ziemlich exakt 3 Monaten noch mit 2 drauf, dann haben wir richtig. Ich lasse mich so leicht ablenken. Riot MMO, da darf ich auch sehr drauf warten. Wenn irgendjemand noch mehr ein Spiel mit der Qualitätsstufe aus dem ehemaligen Hause Blizzard kommt, dann ist es Riot Games. Dann ist es Riot Games. Im MMO-Bereich. Den ich zutrauen darf, ja, das könnte was werden. Aber man hört halt gar nichts. Hat Riot das Projekt nicht eingestampft, da wüsste ich jetzt nichts davon. Ja, PlayStation-Controller. Der Cube Twister schreibt, GG und well played für 6 Jahre beste Unterhaltung, Blätschmerz, Mimis und Überbrücken vor schlechte Zeiten. Ja, Cube Twister, herzlichen Dank, das geht auch über Butter. Ich bedanke mich für 6 Jahre lang, 7 Jahre lang fast, hier dabei sein, dass das immer noch existiert so. Das ist immer noch übernarrisch. Irgendwie lieb, wenn er einen Faden verliert. Was? Ja, was ich. Mein Problem ist immer so, ich labert, dann schwappt es da den ganzen Scheiß aus. Mein Hirn rennt sich irgendeinen Scheiß zusammen, sagt, red keinen Scheiß. Und gleichzeitig scanne ich aber den Chat mit und dann fange ich so wieder mit, ja, genau. Das Spiel von Mika gepaart mit Alien Dark Descent war jetzt schon geil. Du meinst also, Deep Rock Galactic im Alien-Setting. Ja, das war nice. Der gute alte Hirngatsch, gut geil, absolut richtig. Er verliert einen Faden und halt 1000 Fäden im Gesicht, richtig. Und mit jedem Mal Faden verlieren wächst ein neuer. Ja, so viel dazu. Bin erst seit November dabei, aber ich hoffe, das geht noch lang. So, stimmt. Du bist extrem aktiv, sowohl im Discord als auch im Chat immer und so weiter, und so weiter und so fort. Aber du bist noch nicht so lange dabei, das vergiss ich aber gern. Ja, welcome to the squad, Alter. Der Konfuzius-Bart. Ich lasse ihn jetzt extra nicht. Ich müsste da an der rechten Seite ein bisschen zuschneiden, weil der hängt da da so rum. Ich schlafe halt auf der Seite da so. Ja, und irgendwann kommt dann der und dann hängt da in der Früh der Bart da bis auf 7:30, wenn er so lang ist. Und ja, weißt du eh. Hey, gell, das heißt Rente nicht. Hochladen nicht, Rente nicht und so weiter. Was mir am allermeisten gefreut ist, dass die Contentbrüche so gut hingehauen haben die letzten Jahre, mittlerweile des Öfteren, ja. Das heißt, dass irgendwann die How-Tos nicht mehr da waren und die Kruzifixen nicht mehr da waren. Vor allem dann der Zeitpunkt, als ich dann das erste Mal so in die Kamera eingesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt ich mache immer schon nur, auf was ich Bock habe. Und aus. Und das Lustige ist halt, ich wollte von Anfang an immer Streamer eigentlich sein, aber dann ist halt das andere nicht zuerst gekommen. Und das andere hat mir dann hier hingeholfen und euch da alle einer Käufer und jetzt ist es halt, wie es ist. Und ich hoffe, das geht noch sehr lang so weiter. Ich habe nicht vor, aufzuhören. Ich habe eventuell vor, mit anderen Dingen aufzuhören. Das ist aber ein anderes Thema. Es wird, sagen wir es in kurz durch die Blume, der Zeitpunkt wird irgendwann kommen, wo der Podcast nicht mehr so viel Spaß macht. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Und ich fürchte, dass da nicht mehr recht lang hier ist. Ist halt so. Kann es nicht ändern. War immer ein Side-Project, wird es immer bleiben. Wenn wir aufhören, dann hören wir nicht auf, sondern wir machen eine Pause. Auf unbestimmte Zeit, weil es fühlt sich immer geil an, wenn wir uns länger eine Zeit nicht gesehen haben, aber seitdem wir das wöchentlich machen,
nimmt es ganz krass ab. Und vor allem in die letzten 1-2 Monate, so nach Weihnachten, jetzt im Februar und im März jetzt auch, merke langsam, wie ich mich jede Woche erwische, so eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Es ist zu viel, wenn wir uns jede Woche sehen. Was auch immer schwieriger wird, ist, dass wir haben ja 3 erwachsene Männer. Ja. Ich habe ein Projekt vor Augen, da kann ich jetzt noch nicht drüber schmerzen. Ich weiß auch nicht, ob das jemals das Licht der Welt erblickt. Aber wenn es das Licht der Welt erblickt, dann werde ich das hier drin präsentieren. Das wird die nächste Zeit sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Sehr viel Zeit. Ich kann nur keinen Ton drüber verlieren, was auch nur in irgendeiner Weise ist. Mehr mag ich da gar nicht drüber reden. Fragt's mich bitte nicht. Ich werde das dann nochmal sagen, dann, wenn wir Podcast-Pause wirklich machen. Das ist so für mich der Grund, der Hauptgrund. Und der Podcast kostet mir halt einfach einen freier ganzen Tag. Ist halt einfach so. Weil alles ich mache. Ich will aufbauen, abbauen, Zeige errichten, Folge zusammenschneiden, aufladen, die Texte schreiben, die Battle machen, den ganzen Mist. Kostet einfach Zeit. Das ist nicht das Problem, deswegen birge ich nicht ab langsam. Aber dass wir uns jede Woche sehen, ist einfach zu viel. Dann ist, wie gesagt, wir haben alle 3 erwachsene Männer. Beim Flo kommt so Ende April, Mai irgendwann, ebenfalls ein Projekt in sein Leben, das sehr viel Zeit bei ihm kosten wird. Und beim Kani, ja, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Und es wird halt immer, das merkt man jetzt schon, es wird immer schwieriger, dass wir einen Tag in der Woche timen, wo wir alle 3 Zeit haben. Wie oft war das Jahr seit den letzten 8 Folgen der Kani schon nicht da? 3-mal? Und so weiter. Und so weiter und so fort. Und deswegen, und dann merke ich also, ja, und es ist ja gar nicht wirklich, ein bisschen schon, bin ich auch so ehrlich, ja, keiner wird Papa, übrigens, niemand. Weder ich wird Papa noch der Flo. Es hat alles mit geschäftlichen Dingen zu tun. Ja, hat alles mit der Arbeit zum tun, aus. Bei mir auch. Ja, doch. Bei mir auch. Macht's doch eure Späßewirtschaft in VR. Das ändert nichts dran, dass ich die Videos schneiden muss, die Texte schneiden muss, den ganzen Scheiß machen muss und mich. Und da haben wir wieder wir beim DayZ-Server. Es macht zwar Spaß, aber ich hab's die ganze Zeit im Kopf. Und ich möchte mich auf was anderes konzentrieren. Damit das überhaupt die Möglichkeit hat, Apps zu werden. So. Und kann ich erwähn's gleich nicht. Nein. Lieber nicht. Vielleicht war einmal im Monat eine Idee. Nein, gar nicht. Entweder Pause oder gar nicht. Sonst habe ich immer im Hinterkopf, jetzt muss ich mich dann wieder um die anderen 2 Kasperl kümmern, wann können wir zusammenhocken und so weiter. Herr Irlacher, da hast du absolut recht. Beim Flocky ist dieses Projekt seine T-Shirts. Das ist jetzt dann soweit und die werden ja nicht bloß beworben durch einen Podcast. Natürlich werden die einmal nur kurz erwähnt, ist klar. Aber das ist ja nicht seine Hauptwerbequelle, sondern der will ja das Serious durchziehen. Und da hat er auch was Besseres zum Tor, dann, als sie da eine Stunde einer sitzen oder 2, irgendeine Scheiße labern und wieder heimgehen. Wir verdienen da nichts damit. Muss man auch dazu sagen. Also es ist lächerlich. Es kostet so viel Zeit, 3 Leute und im Prinzip kriegt im Monat, was bleibt für jeden übrig? Ich hab's eher mehr ein 50er. Das ist also wegen am Geld, der wir's nicht. Sagen wir es so. Wir haben momentan das jetzt fast seit 2 Jahren. Also im August hatten es 2 Jahre werden, 1,5 Jahre. Und es geht ja nur ein bisschen dahin. Und ich glaube, der Bruch war so ein bisschen, dass wir es jede Woche machen. Das haben wir fast vor genau einem Jahr angefangen. Ja. Und so ehrlich muss ich auch sein, der Podcast tritt so ein bisschen auf der Stelle. Der wird nicht größer, der wird nicht kleiner. Das ist nicht demotivierend irgendwo, aber auch schon. Sagen wir es freiwillig, wie es ist. Wenn ich wüsste, da alle Götter, da kommen jeden Monat 500 neue Abos rein und jede Folge hat nochmal 1000 Aufrufe mehr und alle flippen aus und keine Ahnung und so weiter, dann war eine ganz andere Motivationsgrundlage da. Dann darf ich gar nicht über andere Projekte nachdenken, für die ich meine Zeit lieber opfert und der Flo auch nicht und alle anderen. Nein, da war es wieder ganz was anderes. Und dann ja, war einfach anders, so ehrlich muss man da sein. Herr Geibefee, du hast da, glaube ich, nicht so gern oft Leute um dich rum, gell? Freunde ja, Fremde nein. Fremde nein. Das ist sogar wahrscheinlich das Einzige, was mir ein wenig abgeht hat. Das ist nämlich doch ein wichtiger einmal in der Woche sozialer Kontakt in meinem Leben, weil oft komme ich nicht aus dem Haus, das ist halt so, am Wochenende halt ab und zu. Ja, jetzt dann vor allem im Sommer ist dann wieder anders. Aber im Winter tut es schon ganz gut, wenn du zumindest einmal so aus dem Haus kommst. Und nicht Bananen sägst. Herr Bavarian, nix Bavarian, Herr Björn. Hören Sie jetzt bitte schön auf,
mit 20 aber noch zum Schmeißen. Nein, okay. Sowas von wurscht, was du machst, solange du selber weißt, du machst, was du gern machst, dann singen wir mir alle, wie viel Spaß dir das macht. Geiler Typ, geiler Wichser. Björn, Schluss jetzt mit 20er schmeißen. Das Kreislige bei diesem Projekt ist, da wird ihr sehr, wenn überhaupt, sehr lang überhaupt nichts davon sehen. Das ist ja das. Und ich kann auch nicht drüber schmatzen, das ist noch das Nächste. Jetzt natürlich jetzt auch wieder, ich muss mich gerade reflektieren, wenn jemand in die Kamera einschaut und er verzeiht mir irgendeinen Scheiß von, er macht irgendwas. Kannst mir 15 wenn der Tag lang ist. Ja, aber ich kann nicht anders drüber schmatzen, geht leider nicht. Es geht nicht. Aber es hat sehr viel, es kostet auf alle Fälle sehr viel Zeit. Beschissen drecksviel Zeit. Da kann ich noch nicht einmal, nein, ich mag nicht, ich kann nicht drüber schmeißen, dann spoilere ich mich selber und das geht auch nicht. Wo ist der Kubala-See? Weiß ich nicht, abgesprungen vielleicht. Bavarian Tree! Die habe ich auch übersehen. Sorry. Das Wichtigste ist, dass du alles gern machst. Das weiß ich. Das weiß ich. Das hier wird nicht langweilig. Auch hier, kurz bevor ich mal anfange zum Streamen, natürlich habe ich auch mal einen Tag, wo ich mir Dings aber alle kalt aufgedacht, Stream gar keinen Bock. Es hat noch nicht. Heute, ich sag's freiwillig, wie es ist, heute, das hast du mir eine super tolle Idee gehabt, dass du am Freitag einen scheiß Streamer kündigst, eigentlich darfst du keinen Helldiver spielen oder irgendwas anderes machen oder was weiß ich und mir bist du auch jetzt auch. Sobald ich auf Stream starten drücke, ist dieses Gefühl weg. Das war noch nie anders. Noch nicht einmal. Und dass sowas einmal vorkommt, so mit, das glaube ich ist ganz normal. Wollt doch vielleicht ein neues Game, was du planst, hat doch bestimmt mit dem Spieleprojekt zum Tor, wird's eine Kommune beim Drachen. Der Schenkant hat recht. Herr Geibefit, den haben die Leute von der Bank geholt. Was? Ach so. Ja, weil er seine Kreditkarten nicht zahlt hat. Ja, der Bavarian Dream geht jetzt ins Bett, ich wünsche dir was. Der Kubana ist broke. Der Kind ist wieder, wenn das Geld einer gebucht hat. Klick, it's Showtime. Weiß ich gar nicht, was du meinst damit. Wie geht's dir denn aktuell? Herr Seitz, das ist eine schöne Frage. Eine schöne Frage. Mir geht's tatsächlich gut. Da ich wahrscheinlich jetzt ein Freiwillig in die Kamera sagen, wenn es nicht so war. Mir geht's gut. Aber, wie gesagt, in Richtung Podcast baut sich so ein Gefühl auf und damit geht's mir nicht gut. Weil es einfach, gefreut mich nicht mehr. Es ist ja während wir schmatzen, ist das Gefühl ähnlich da wie beim Stream. Als es dann wieder weggeht. Und danach ist dann sofort wieder da. Und denke mir so, über was haben wir heute überhaupt geredet? Keine Ahnung. Es ist immer nur das Spezi-Projekt, Nebenbei-Projekt, ohne Konzept, ohne alles, beziehungsweise das Konzept ist Chaos. Das war ganz lustig eine Zeit lang, aber langsam ist bei mir einfach die Luft raus. Und ich glaube, das merkt man auch. Bei allen 3, dass die Luft langsam raus ist. Ich finde, man merkt das. Bin nicht mehr so. Ich bin nicht schwanger, mir fällt überhaupt nichts. So, was ist? Haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass man um die Jahreszeit normalerweise langsam anfängt, so die Decke auf den Kopf zu fallen. Ist überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Überhaupt nicht. Hat vielleicht auch das Projekt etwas damit zu tun. Neues Ziel vor Augen, etwas Neues und so weiter und so fort. Kugelstress, oder? Ich bin noch nicht vollkommen im Kugelstress. Noch nicht. Wann habe ich angefangen? Ich habe am Bohnen habe ich bestellt. Lass mich überlegen. Am Mittwoch? Am Dienstag oder am Mittwoch hat es angefangen, real zu werden. Da habe ich einen Bohnen bestellt, mal schon. Weil er ein Restposten war und ich habe nur 2,5 Bagel vom alten Bohnen da, der in den Speise gelegt habe. Und habe ihn dann sofort bestellt und jetzt wird es dann ernst. Das kommt dann. Das ist auch sowas. Wenn die Kich kommt, habe ich keine Zeit für den Podcast. Da wird es schon schwierig dann mit den Streams, weil da bin ich dann, habe ich wahrscheinlich sogar frei und tue von in der Früh bis auf die Nacht nichts anderes. Und das ist halt, für mich ist zumindest körperlich sehr anstrengend. Ich muss der komplette Kich ausreißen und mache alles selber. Und da bin ich halt dann bratfertig. Aber da werden wir den Stream nicht ausfallen lassen, das ist ja klar. Du wolltest noch was von deinem neuen Game, das du momentan mit Unreal Engine 5 machst. Du wolltest noch was von deinem neuen Game, das du momentan mit der Unreal Engine 5 machst. Du wolltest noch was. Was denn? Verstehe ich nicht. Kich ist zack. Ja, ist, um Gottes Willen. Und ich weiß, wie ich körperlich beieinander bin. Ich weiß, dass ich Hundstag haben werde in der ersten Woche. Sag ich dir, was es ist. Und 2 Wochen brauche ich Minimum. Das wird eine Kernsanierung. Ich muss alles ausreißen. Vom Boden, Wand, Boots, Fliesen, alles neu machen. Und nein, Elektrik, nein, Wasser, nein, alles. Dann, was müssen wir noch erstmal? Die Kich
geschissen. Und dann bin ich fertig, Bruder. Bin im Arsch. Bei der letzten Folge hat man es leicht gemerkt, dass alle nicht mehr so Bock habt. Ich finde, gerade in der letzten Folge hat man gemerkt, eigentlich hat man es auch gerade eben nicht gemerkt. Ich finde bei den Folgen davor. Die letzte Folge war nämlich eigentlich richtig lustig, da ist es wieder so richtig asozial geworden. Und wo machst du dann deine 3 Uhr Spaghetti? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass dann schön genug ist, weil dann kann ich grillen. Wie geht's der Bürgerin? Von den Viechern, alle gesund und wohlauf, alle perfekt, alle babene. Eine Bürgerin ist da ein bisschen anfälliger im Winter, die wird schon langsam lästig, wenn es jetzt nicht bald einmal Ski wird, aber da geht's auch. Und Herr Schall, ich werde den Teufel tun und mir dabei streamen, wie ich die Kich ausreiße und einbaue, weil wenn ich in die Spiele schon Backseat-Gamer da habe, dann möchte ich überhaupt nicht wissen, wer dann beim Handwerken umeinander geschaftelt wird. Na, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Und das müde Grau schreibt, Respekt, wer fließen kann, bin's blöd dazu, ich fließe nicht. Da kommen keine Fliesen rein in die Küche. Keine Fliese in die Küche. Ich mag keine Fliese in der Küche. Um das in Maurice Worten zu sagen. Der Sebi schreibt, sorry, aber ich bin auch gerade dabei. Umzug, Küche, neu schauen und das neu einbauen, fühle mit mir. Ich fühle mit dir. Das mache ich. Ich bin Gott sei Dank mit allem anderen schon fertig. Was bei mir noch dazu, ich muss einen Keller neu errichten. Und das schiebe ich, seitdem es mich kennt. Schiebe ich das. Aber jetzt ist es notwendig, weil wir mir ein Riesendrum. Ja, es war früher eine Bar in der Disco. Die steht bei uns in der Kich. Die ist riesengroß und fett und richtig robust und stabil und so weiter. Und die muss in den Keller. Also die mag sie nicht her, die gehört dann der Bürgerin. Und die will sie nicht hergeben, das verstehe ich auch. Und ich nehme die als Werkbank her. Und ich komme in den Keller runter. Und damit ich da runter passt, muss ich in den Keller ausräumen. Jetzt ist die Zeit gekommen, da muss ich's tun. Da muss ich's tun. Die Zeit ist gekommen. Da komme ich nicht aus. Die bringen ja leider sowieso nicht, der Preis sowieso nicht mehr hilft. In Kirch gehört nur ein Kachel, das ist richtig. Sämtliches Backseaten wird da gut gemeint sein. Ja, na, es ist ja nie, die Backseaterei ist nie best gemeint, das ist mir ja klar. Aber hier muss man dann wieder du Trottel, ich mach's nicht so und dann wie lästig und ich bin auf einer Baustelle generell so krass lästig, dass alles, was ihr da herin und in Videos erlebt habt, ein Witz ist. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Und das tue ich echt nicht an. Und wenn man dann nach 5 Stunden irgendein blöder Kommentar kommt, dann wie ich zurecht, dann dürft ihr mich zurechtweisen mit, jetzt kennt ihr mal wieder. Was ist denn der Bürgerin ihre Stärke eigentlich? Was ist der Bürgerin ihre Stärke? Die ist unberechenbar. Gibt's noch einen Keller-Raritäten-Stream? Da ist nicht so viel Reiter, da liegt nur Schund unten. Da gibt's keine Raritäten. Wenn ich welche finde, dann zwei. Ich hab welche gefunden. Nur gar nicht so lange her. Da habe ich mir unten hochgeschaut, so, was ist denn da eigentlich so los? Ich habe im Podcast auch schon da geholt. Pass auf. Oh. Und die haben immer noch da, jetzt pass auf. Da habe ich eine absolute Rarität gefunden. Kennt diese Dinger jemand? X-Rated Taschenbildband. Da habe ich welche gehabt noch von Tanz der Teufel 1 und so weiter. Das war das Einzige, was ich noch gefunden habe. Frag mich nicht, was ich mit der Scheiße früher da habe. Da haben einfach Beutel. Vom Film drin. Frag mich nicht, was das soll. Dann habe ich einen alten World of Warcraft Comic gefunden, Nummer 3 von März 2008. Den hat man mal ein damaliges, das muss ich jetzt leise sagen, das, ja gut, Bürgerin weiß das eigentlich, scheißegal. Das hat man ein damaliges Gespuse aus den USA mitgebracht. Als Geschenk. Dann haben wir da ein großes Paket Trachtmann. Das ist natürlich nicht im Keller gelegen, das liegt da einfach bloß auf die anderen Comics drauf. Was haben wir noch? Achtung. Hier, Pinky and Brain, Nummer 1 Comic. Bitches. Von März 1999. Und in extremst guten Zustand, Alter. Oh, da hat es ein kleiner Knick, das ist nix. Ja, Simpsons Comic, Nummer 28, ab 3. Februar im Handel. Dann habe ich irgendwann in der Berufsschule, das weiß ich auch noch, das war Juni 2005,
habe ich angefangen, jetzt mal, wenn ich heimfahre mit dem Zug, also ich bin aber mit dem Zug von Minga heute heimgefahren, dass ich mir am Kiosk in Minga beim Vorbeigehen noch schnell einen Comic kaufe. Und hab dann da so Spider-Man-Comics gesehen. Und noch ein Spider-Man-Comic gesehen. Und noch ein Spider-Man-Comic gesehen. Und Ultimate Spider-Man-Comic gesehen. Und dann Pinky und Brain Nummer 3. Pinky und Brain Nummer 5 und 6. Was haben wir noch so? Pinky und Brain Nummer 4. Dann haben wir da Star Wars Episode 3 Special mit dem General Grievous. Ich liebe einen General Grievous, ist einer der besten Superschurken ever. Deswegen habe ich mir den gekauft, das weiß ich noch. Simpsons Comic Nummer 18. Dann haben wir 10 auslassen, Simpsons Comic Nummer 28. Und dann habe ich das Absurdeste wieder im Keller gefunden. Da steht leider keine Jahreszahl drauf. Warte mal. 20 Euro hat es schon gekostet auf alle Fälle. Also es ist nicht vor die 2000, aber das darf halt auch so aus der Zeit zwischen 2003, 4, 5 sein. Ich weiß es nicht mehr. Wo ich auf den Comic-Trichter so nochmal so ein bisschen gekommen bin, das dann leider wieder abgerissen ist, aber egal. Superman und Batman versus Aliens and Predator. Da habe ich mir gedacht, ich sehe nicht recht, muss ich haben. Und weil irgendwie sowas ist sau viel wert. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was wert ist. Aber, was mir sehr gut gefallen hat, The Boys. So, das ist die Amazon-Serie, die da vor 2-3 Jahren gekommen ist. Und davon habe ich echt viele. Es sind immer 5 Comics in einem. Es sind über 20 gebundene Comics. Da ist, glaube ich weiß gar nicht, wie weit das die Geschichte geht, aber mindestens komplett Staffel 1. Und es ist 1:1 die gleiche. Ja, es ist 1:1 dieselbe Geschichte wie in mindestens Staffel 1. Das weiß ich, ob es dann weitergeht oder so, weiß ich nicht. Aber kann schon sein. Und die haben einen extremst guten Zustand. Aber die haben ja noch nicht so alt. Haben ja noch nicht so alt, muss ich sagen. So, das war's mit den Raritäten aber auch schon wieder. Ich habe bloß so Comic-Hefter und so weiter gefunden, die habe ich mir gedacht, nimm ich mal mit auf, bevor es da unten kaputt gingen. Vielleicht, wenn ich noch was finde, dann lasse ich es euch wissen, was irgendwie herzeigwürdig ist oder so. Ich müsste halt noch irgendwo so ein Rohling-Spindel, ja, CD-Rohlinge gab es noch, I was there, Gandalf, 3000 years ago. Mir ist halt noch irgendwo so ein Spindel mit Rohlinge umeinander liegen, bloß nicht mit Rohlinge, sondern mit alten Spiele. Da müsste, ich hab's zumindest im Kopf drin, da müsste Jack the Lions 2 drin sein, da müsste Gangsters drin sein, da müsste Worms 2 drin sein, da müssten ein paar so Good Old Games drin sein, also die Gold Games und so. Aber die NES oder das Super Nintendo gefunden? Nein, leider nicht. War ein Auftritt bei Baris Ferraris. Nicht so schnell, fürchte ich. Haben die Simpsons Comics dieselbe Story wie die Serie? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So ein Ding steht bei mir auch im Regal. Was für ein Ding? Jetzt weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, von was wir geredet haben. Nintendo oder Super Nintendo? Oder die CD-Spindel mit den alten Spielen. Gangsters ist noch drin. Wenn das überhaupt noch jemand kennt, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Und da müsste auch noch ein GTA 1 und ein GTA 2 drin liegen. Oh mein Gott. Die will man finden, oder? Das war schon stark, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich die weggeworfen habe. Spieleloch, wo? Die kriegen wir schon was raus. Da kriegen wir uns schon was raus. So, Leute, jetzt ist Schluss. So ein Spindel habe ich auch noch. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Spindel hat irgendwie jeder. Aus irgendeinem Grund verschmeißt man die Schachtel, aus irgendeinem Grund verschmeißt man die CD-Hülle, die Plastikbar, warum auch immer. Und dann, ja, fuck, wo ich damit? Ja, da steht noch ein Rollingspindel, ja, wirf's einfach da drauf, passt schon, bevor es einfach irgendwo umeinander liegt. Ah, oder jeder, sehe ich schon. Oh, GTA Big Box steht im Regal. Ich hab's auch gehabt, aber ich hab's leider nicht mehr. Ah, die GTA 1, GTA London und GTA 2. Ah! GTA 2 habe ich damals in Straubing gekauft, im Game Express, das weiß ich auch noch. Dafür steht bei mir nur Warcraft 3 und Diablo 2. Original Big Box im Regal drin. Aber die bin ich ganz stolz. Super Nintendo gehört nicht ins Regal, da gehört sich gespielt damit. Das ist auch wieder richtig, ja. Habe ich da Retro-Reise gehört? Ja, möglicherweise. Greifen wir ein paar gute alte Spiele raus. Good Old Games. So, und jetzt ist er ruhig. Freunde der Sonne, es tut mir leid, dass ich heute nicht ganz so fit war, aber es war nicht. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad.
Wer es immer noch nicht tut, Like-Button smashen, was das selber ist. Kuss auf die Nuss, ich bedanke mich fürs Zusehen. Heute haben wir aufgestorben. Oh ja, muss auch einmal vorkommen. Auch ein Pro-Gamer muss einmal sterben, das hilft eh nicht. Und stimmt, Gaming-Zeitungen mit CD, hab sie noch alle. Stimmt, ein Haufen so GameStar-CDs sind in dem Spindel auch drin, mit Vollversionen und was weiß ich, die irgendwo ist. Hab ich die vielleicht mal da oben ganz aufs Regal aufgetan und hab's vergessen seit 10 Jahren. Irgendwann werden wir es rausfinden und dann gehen wir es einmal durch und schauen, was da so drin ist. Und wenn wir Gina Wild 4 finden, zwischendrin, dann ist das meine Kopierversion, die ich damals in der Real schon verkauft habe. Und jetzt verpissen wir uns. Ich bedanke mich ganz herzlich. Kuss auf die Nuss. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Haben Sie guten Loot. Wir sehen uns ab in den Discord. Am Sonntag gibt es eine Ankündigung. Wir machen Montag Bramble wahrscheinlich. Neues Spiel anfangen. Das dauert nicht 2 Streams lang. Das ist sowas wie Little Nightmares. Mittwoch machen wir Uncharted weiter und nächsten Freitag machen wir einen gemütlichen Wochenendstream. Da habe ich richtig Bock drauf. Das hätte ich heute eigentlich schon fast gemacht, obwohl ich Uncharted angekündigt habe, aber egal. Machen wir Nippelklötze. Da habe ich richtig hart Bock drauf. Ne, der dauert auch normal maximal 2 Streams, dass wir im März noch fertig werden und dann passt das. Im Anschluss Bürger Classics auf Kabel 1. Ja, ich gehe jetzt in meinen anderen Kanal um und stream da dann weiter. Und euch verzeih, da rede ich dann Englisch und sitze mir Masken auf. Oder ich bin dann da so PNG-YouTuber, da rede ich dann Englisch und ich verzeihe, ich bin miert. Die Amis stehen dann jetzt nämlich, da ist jetzt dann Primetime bei den Amis. In einer Stunde. Merci dir, geil, Biffy. Merci an den Rest. Ich weiß nicht, warum das heute schon wieder so leicht aus dem Ruder gelaufen ist mit Donations und so. Danke dafür auf alle Fälle. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns am Montag, spätestens um 20 Uhr. Kommen Sie bitte in den Discord hinein. Und dann da ich sagen, noch danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften und die alten. Wer war der Höchste heute? 67 Monate, glaube ich. Total neidisch. Total neidisch. Und ich ist jetzt meine zweite Leberkasse, mit der ich mir für genau den Moment aufgekommen habe, weil ich gewusst habe, nach dem Stream habe ich wieder Hunger wie Schweinharry. Und wenn mir dann jemand verzeiht, boah, leck, Alter, du hast noch eine Leberkasse auf dem Kühlschrank. Und jetzt gehen wir ins Bett. Hobby! Und das dumme Abschlussbattle ist halt folgendes. Achtung. Okay, tschüss.